Was passiert, wenn man über Jahrzehnte meditiert und sich immer wieder neu auf die Praxis, Zweifel und das Leben einlädt? Mein Gesprächspartner ist der Rainer Künzi. Er ist seit den 1980er Jahren auf dem Dharma-Weg. Als ehemaliger Kinder- und Familientherapeut hat er die Vipassana-Meditation in seinen beruflichen Alltag integriert und sich später auch Lojong und Mahamudra aus der tibetischen Tradition zugewendet. Wir reden über seinen Weg, der vom Mahasi-Stil, prägt durch Disziplin und Genauigkeit, zu einer kontemplativen Öffnung beim Sayadaw Tejaniya geführt hat. Es geht um innere Reibung, das Loslassen von Ansprüchen und darum, wie sich die Praxis über die Zeit verändert. Ein zentrales Thema ist auch die Frage, wie intensives Meditieren mit psychischen Herausforderungen zusammengehen kann, vor allem in Retreats. Der Rainer zeigt, was hilft, wenn Zustände überfordernd werden und warum er Psychotherapie und Dharma als starkes Team sieht. Wir reden aber auch über Spendenethik, Gemeinschaft und das Leben in einer Welt voller Widersprüche. Über das, was es heisst, über Jahrzehnte dran zu bleiben, ohne hart zu werden. Ein ehrliches, tiefes Gespräch über Reifung, Verantwortung und die stille Kraft vom gelebten Weg. Bevor wir starten, noch das. Der Podcast ist ein Herzensprojekt. Ich verzichte ganz bewusst auf Werbung und will, dass er für alle frei zugänglich bleibt. Wenn du ihn unterstützen willst, freue ich mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Auch Abonnieren in deiner Podcast-App hilft viel. Und wenn du etwas zu den Produktionskosten beitragen willst, dann geht das ganz einfach über die Wind. Mehr Infos findest du auf www.meditationsszene.ch oder in den Shownotes. Jetzt aber viel Vergnügen und wertvolle Impulse bei dem Gespräch mit dem Rainer Künzi. Willkommen bei Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Rainer Künzi. Der Rainer praktiziert seit 1986 Vipassana, seit 2002 auch in der tibetischen Tradition. Er ist vom Fred von Almen zum Dharma-Lehrenden ausgebildet worden und lehrt seit 2008 Vipassana und Metta. Wichtige Inspirationsquellen für seine Praxis sind der Joseph Goldstein, der Sayadaw Tejaniya und die tibetische Tagpo Kagyu-Tradition vom Lama Gendun Rinpoche mit dem Lama Tilman Dündrüp und der Lama Iren. Rainer ist wichtig, dass die Meditation nicht nur im Retreat stattfindet, sondern auch im Alltag eine Verankerung hat. Er ist Stiftungsrat im Meditationszentrum Beatenberg und hat 18 Jahre lang als Kinder- und Familienpsychotherapeut in einer Beratungsstelle geschafft. Rainer, vielen Dank, dass ich zu dir für das Gespräch. Ja, Lukas, ich möchte mich auch bedanken, dass du da Interesse zeigst und dass ich dir ein bisschen erzählen darf, was so mein Leben war im Dharma-Kontext. Genau, da sind wir schon mit drin. Wie bist du zur Meditation und zum Dharma gekommen? Mhm. Also das geht etwa zurück, ich weiss es nicht mehr das Jahr ganz genau, das muss zwischen 83 und 85 gewesen sein. Ich habe dort noch zu Freiburg studiert und dann haben wir eine Massagegruppe gehabt, wo wir immer auf Bern gegangen sind, quasi Massage massieren und Massage lehren. So. Und dort ist dann irgendwann Sabine Hayo-Kalf dazugekommen. Einfach, sie ist dann auch dazu gestossen. Und irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass ich zu ihr auch in Therapie gegangen bin. Und sie hat dann einmal, ich weiss nicht mehr genau, sind wir drauf gekommen, jedenfalls gesagt, da gäbe es in Bern den Fred von Almen. Das könnte mich noch interessieren, dort mal meditieren. Und dann, als ich bei einer der ersten Alltagswochen, die der Fred gemacht hat, quasi wieder zugestossen sein. Das ist eben irgendwie um 84 herum. Und irgendwie, das hat mich sofort gerade so angesprochen, dass bei mir eben der Dings war. Also der Fred ist ja bis heute quasi mein wichtigster Lehrer. Also irgendwie von dem her hat es bei mir gerade getüpft gehabt. Und so habe ich dann quasi mal einen ersten Geschmack bekommen. Und dass du in die Alltagspraxiswoche gegangen bist und quasi mit der Sabine zu tun gehabt hast und irgendwie aufs Dharma gekommen bist, hat denn das einen Grund gehabt, also irgendwelche existenziellen Fragen, oder ist das durch das Studium, was hast du studiert? Ist das so studiumbedingt gewesen? Also ich habe Sozialarbeit studiert gehabt. Und in dem Rahmen und in dem Alter hat mich natürlich allgemein Lebensfragen interessiert. Oder ich hatte meine Lebenskrise gehabt. Ich habe einmal in einem gewissen Sinn, also jetzt nicht therapeutisch, bin ich nie gewesen, aber einfach eine grössere psychische Krise gehabt dort. Und bin schon immer religiös ausgerichtet gewesen. Also ich bin ja katholisch aufgewachsen, bin auch mal Messendiener gewesen.
und habe dann aber so in der Kantonsschule Gymi-Zeit so ein bisschen den Kontakt verloren und bin ja dann auf Freiburg studieren. Meine Eltern hätten es natürlich gern gesehen, wenn ich Theologie studiert hätte, so als ältester Sohn, wenn man Pfarrer würde werden, das wäre gut gewesen. Also es hat so ein bisschen Vorzeichen gegeben, dass ich einfach immer schon ein bisschen spirituell religiös interessiert war. Und dann in Freiburg ist eine kleine Uni, wo man mit verschiedensten Studierenden zusammen ist, so auch mit dominikanischen Patres und Theologiestudierenden und ein naher Freund dort. Mit dem bin ich dann viel zusammen gewesen und von dem her allgemein auch mit Theologen, Theologinnen in einem Kontext drin gewesen, wo einfach eben Religion, Spiritualität wichtig war. Und warum ich genau wie ich auf Buddhismus gekommen bin, weiss ich eigentlich nicht mehr so genau. Dass offenbar ich weiss nur noch eben, dass Sabine mir dann einmal auf den Fred hingewiesen hat. Und lustig ist ja, dass Sabine ja geholfen jetzt auch in Beatenberg eine von der Lehrerinnen ist. Also dort sind quasi die Wege auch wieder zusammengekommen. Ja, ja, spannend. Aber das heisst doch, dass du eine Offenheit gehabt hast, dich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen und nicht jetzt irgendwie gesagt hast, puh, das ist irgend so fernöstliches Zeug. Du hättest ja können sagen, was ist denn der christliche Weg und dich irgendwie mit christlicher Mystik beschäftigen oder irgendetwas. Das ist dort für mich im Moment oder dort nicht so auf dem Weg gelegen und ich bin natürlich auch eher kritisch gewesen. Befreiungstheologie ist dort ein grosses Thema gewesen an der Uni, also kritisch auch gegenüber der Institution vom katholischen Christentum und von dem her natürlich weiter offen und aber jetzt ganz konkret habe ich keine Erinnerung, dass also es ist dort noch nicht die Zeit vom Buddhismus gewesen, wie es heute der Fall wäre. Und von dem her ist es einem nicht einfach so über den Weg gelaufen. Und ja, Und dann bist du in die Alltagspraxiswoche, also wenn es damals schon so war, wie es heute noch ist, da trifft man sich eine Woche lang eigentlich jeden Abend, hat irgendein Thema, schaut, wie man im Alltag mit dem umgeht und berichtet am Abend dann gegenseitig. ungefähr so, ja, soweit meine innere Erinnerung das noch kann sagen. Mhm. Und dann hat es dir den Ärmel grad reingenommen in dieser Woche. Also eben, das hat mir dann insofern reingenommen, dass ich gewusst habe, das ist etwas, was ich weiterverfolgen will. Aber wie ich es bei vielen an mir jetzt auch so erlebe, die so einsteigen, bei mir ist nicht grad sofort und dann bin ich gerade irgendwie in einem 3-Jahres-Retreat oder so, sondern dann ist es mal ein bisschen geruht und dann habe ich aber gewusst oder auch mitbekommen, dass man Retreat macht, um das quasi noch den Weg weiterzugehen oder zu vertiefen. Und dann habe ich mal dann einen Retreat mit dem Fred von Almen, mit dem Jack Cornfield und noch irgendeine andere Lehrerin, weiss ich nicht mehr. Irgend so 3-4 Tagesretreat bin ich dazugestossen und einige haben dann noch weitergemacht und ich bin dann am Sonntag wieder gegangen und das hat einfach so ein bisschen wie einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so in die Stille gehen und einfach sehen, die Ruhe, einmal von außen gesehen, wo die alle ausgestrahlt haben und ich gemerkt habe, in vielen bin ich noch unsicher oder und habe einfach gemerkt, dass das so wie die in dieser Ruhe quasi, in dieser Stille einfach können sein, das möchte ich irgendwie auch können. Und dort hat es mich dann so richtig gepackt, dass ich dann nachher vielleicht so alle 2-3 Jahre, oder es hat so langsam angefangen, dann nochmal wieder in einen Retreat gegangen bin. So bin ich dann quasi wie langsam eingestiegen und habe dann sicher auch mehr davon lesen, das möchte ich mich nicht mehr so genau erinnern. Mhm. Mhm. Und wenn du sagst, die Ruhe hat dich beeindruckt bei den Leuten, ich weiss noch, als ich angefangen habe zu meditieren, ich habe auch die äußere Ruhe sehr schön gefunden, aber je genauer dass ich angeschaut habe, habe ich gemerkt, wie unruhig das eigentlich in mir innen ist, wie viel das da abgeht. Wie war das für dich gewesen? Also, soweit ich mich erinnere, habe ich natürlich auch gemerkt, dass also, wie ich mit mir ringe und wie weit weg das noch ist von dem, was quasi der Fred und der Jack Cornfield oder so angeleitet haben. Aber habe dann gleichzeitig gesehen, dass die dort meditieren, in meiner Vorstellung da schon viel, viel mehr verwirklicht haben und habe dann grossen Respekt gehabt von denen, die das nicht nur 3 Tage gemacht haben, sondern ich wusste, die sind noch ganze Wochen machen das. Das ist mir einfach wie eine grosse Herausforderung vorgekommen. Ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl gehabt, mal, das möchte ich irgendwie auch, dorthin möchte ich auch gehen oder in diese Richtung. Mhm. Und dann hast du gesagt, dann hast du nach dies nach so ein bisschen angefangen, mal ein Retreat zu machen und eins mehr. Wie hat dein Umfeld reagiert, wenn eben anfangs Mitte 80er Jahre, da ist, du hast gesagt, der Buddhismus noch nicht so verbreitet war, bis ich würde sagen, vor relativ kurzer Zeit hat ja Meditation wirklich so das Räucherstäbchen
Image angehaftet, so auf einer ESO-Wolke. Also die einen meinen, das sei Wellness und die anderen haben gefunden, das ist irgendwie ein völlig abgespacedes ESO-Zeug. Wie hat dein Umfeld reagiert mit den Mhm. 80er Jahren? Also ich bin natürlich jetzt von den Eltern her, von der Familie her, die sind sehr katholisch gsi. Für die ist quasi das wie eher schmerzhaft gsi, also dass der eine je nachdem einen anderen Weg geht. Also mit meinen Eltern habe ich eigentlich nie, auch später nicht gross darüber reden. Das ist für sie nicht möglich gsi, quasi da auch noch etwas anderes zu sehen oder zuzulassen. Mhm. Und sonst ist es so gsi, das haben nicht viel gemacht, also von dem her, also es ist noch nicht viel von dem rum gsi. Ich würde sagen mal grundsätzlich so im universitären Kreis ist einfach Buddhismus, asiatisch ist so weit noch attraktiv, hat etwas Attraktives gehabt. Ja, aber ich würde sagen, ich bin gegen aussen noch nicht so aktiv gsi, sondern habe das einfach mehr so für mich gemacht gehabt, habe gewusst, die Retreats sind gut und dann eigentlich erst, also 86 bin ich dann mit meiner Frau auf Basel gezogen und dann dort ist zum Beispiel haben wir noch immer gewohnt und im Hinterhof hat die Meditationsgruppe, aus der heraus dann der Raum, Kalyanamita-Raum entstanden ist, wo wir jetzt gerade drin sind, also unser Basler Stadtzentrum, die haben dort hinten meditiert, aber irgendwie bin ich dort noch nicht so weit gewesen. Ich habe gewusst, es wäre noch toll dort, aber irgendwie den Schritt in die SEP-Gruppe habe ich dort noch nicht gefunden gehabt. Und dann erst später, wo es dann an einem anderen Ort sind, hat es so angefangen, regelmäßiger werden. Also ich bin nicht gerade mit allen offenen Toren und Türen quasi wieder reingegangen, sondern es hat sich so ein bisschen wie dann über die Jahre entwickelt. Und du hast ja als Psychotherapeut geschafft. Hast du das auch schon früh angefangen, in deine Arbeit einbauen oder bist du dort noch in einem anderen Berufsfeld tätig gewesen? Also dort bin ich noch als Sozialarbeiter tätig gsi und ich würde sagen, in mein Berufsfeld einfügen, das Ganze oder integrieren, ist erst später möglich gewesen, wo meine Praxis auch tiefer geworden ist. Und dann würde ich sagen, so etwa ab 1990, also dort hat dann der Fred schon hier zu Basel die Alltagswoche gegeben. Dort habe ich dann regelmäßig angefangen. Also regelmäßig ist es geworden, dass ich dann einmal im Jahr immer in die Alltagswoche gegangen ist. Das ist ja dann intensive Praxis im Alltag, eine ganze Woche lang. Mhm. Und dass ich auch mit meiner Frau zusammen sind wir immer oder häufig ins Neujahrsretreat gegangen, vom 26. bis zum 1. Januar. Und dort irgendwie, so hat es angefangen einhängen, dass quasi wie das auch, dass ich das natürlich auch mehr probiert habe im Alltag zu praktizieren. Und dann hast du schon schnell Veränderungen festgestellt bei dir? Oder was hat dich dazu bewegt, dran zu bleiben und tiefer einzusteigen? Also ich habe natürlich auf der einen Seite einen gewissen Effekt gemerkt, dass ich ein bisschen stabiler, ruhiger vielleicht geworden bin, so kann man sagen. Äh, also Umgang Emotionen ist immer auch bei mir ein grosses Thema gewesen. Und für das habe ich natürlich Psychotherapie-Ausbildung gemacht. Das hat dort natürlich sehr viel auch geholfen, das Abteil. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch gemerkt, dass auch im Dharma, in der Meditationspraxis, wie man dort lernt, also im Vipassana, wie man einfach mit schwierigen Emotionen praktiziert. Und dort habe ich eigentlich so erlebt, wie beides zusammen sehr hilfreich ist und eben auch das, was man bei der Meditation, in der Dharma-Praxis lernt, dass das eben auch sehr hilfreich ist. Allgemein auch für mich der psychologische Umgang Mhm. mit schwierigen Emotionen. Und jetzt bist du ja Dharma-Lehrer auch. Also das heisst, es muss dich ja irgendwann auch schon auch auf der intellektuellen Ebene auch noch ein bisschen reingenommen haben, oder? Also Buddhismus ist ja so ein weites Feld mit so vielen verschiedenen Texten. Und wenn man dann noch frühen Buddhismus und späten Buddhismus anschaut, ist ja riesig und immens. Ist es für dich damals mehr ein Praxisweg gewesen, oder ist auch das Intellektuelle spannend gewesen? Also ich würde sagen, es ist hauptsächlich schon ein Praxisweg gewesen, wo ich natürlich aber immer auch Bücher dazu gelesen habe. Und der Fred von Allmen ist eigentlich meine wichtigste Orientierung gewesen. Und ihm ist ja immer auch beides wichtig, dass man ein gewisses kognitives, theoretisches Verständnis vom Ganzen hat, vom Hintergrund und aber, dass es vor allem darum geht, wie denn das quasi zu praktizieren. Und von dem her, also quasi sind immer beide Wege so für mich wichtig gewesen. Und
vom Fred halt dann eben auch die verschiedenen Vorträge, wo so über die verschiedenen Listen, die 4 befreienden Wahrheiten und die 7 dem und die 5 von dem dort quasi das einfach über die Jahre dann mir so mehr und mehr angeeignet. Hat es dich auch mal nach Asien gezogen, um irgendwie das so im Ursprungsland oder Ursprungsländer vertiefen oder mit Lehren von dort praktizieren? Oder bist du sehr auf die Lehre, die es da gegeben hat, Mhm. ausgerichtet gewesen? Das war bei mir so ein bisschen speziell gewesen. Es hat mich natürlich noch immer schon interessiert. Also, von meiner vorherigen Geschichte her quasi bin ich sehr auf Südamerika interessiert gewesen. Ich habe eine Schwägerin, die von Argentinien ist und, bin von dem her Südamerika orientiert gewesen, bin nie auf Asien gereist. Und dann aber ist das mit dem Buddhismus gekommen und klar wäre ich mal gern gegangen, auch länger gegangen, habe dann aber 'ne sehr gute Stelle gehabt, wo ich 18 Jahre geschafft habe, die Beratungsstelle. Und dort haben wir einfach die Schulferien gehabt und haben dafür in der Schulzeit mehr geschafft. Also, von dem her habe ich, nicht einmal länger können, quasi wie einen Retreat machen. Ich hätte können reisen, aber offenbar das habe ich damals, nicht gemacht. Und von dem es ist wirklich so, dass der Fred irgendwie es ist auch ein Europäer, ein Schweizer, der mich zuerst angesprochen hat und die Alltagspraxis für mich immer, zentral war. Und von dem her bin ich einer, der sehr quasi mit dem Buddhismus, da aufgewachsen ist. Und es kommt noch dazu, ich hätte dann gerne mal in Amerika im IMS, in der Insight Meditation Society, gerne so 'n 3 Monatsretreat gemacht. Das hat mich natürlich immer sehr fasziniert. Mhm. Habe immer wieder gehört von denen, die das gemacht haben. Aber das habe ich von meiner Stelle her einfach nicht können. Die hätte ich müssen aufgeben und das habe ich irgendwie nicht wollen. Ich hätte als Sozialarbeiter so eine Stelle, wo ich auch psychotherapeutisch arbeiten kann, nicht so schnell wieder gefunden, auch mit Kind können arbeiten. Und das hat mich dann immer gehabt und ist aber interessant gewesen. Ich hatte das grosse Bedürfnis gehabt, den 3 Monatsretreat zu machen und habe dann immer gefunden: «Nein, es liegt irgendwie nicht drin.» Aber die Energie, den 3 Monatsretreat zu machen, die habe ich dann quasi wie umgewandelt oder umgesetzt. Ich wollte einfach da meine Praxis möglichst intensivieren und das hat meine Alltagspraxis noch mal sehr stark auch motiviert. Mhm. Es ist ja auch so, das hat, glaube ich, grad Dagmar Jaunig, sie hat auch gesagt, wir sind eigentlich auch eine von diesen Generationen, die gar nicht mehr haben müssen auf Asien reisen, weil eben ein Haufen gute Lehrer auch da sind, die es zum Teil auch noch so können übersetzen, dass es vielleicht für uns noch viel besser verständlich ist. Also ich glaube, es ist auch ein grosses Glück, dass eben Leute wie ein Fred und die SAP-Generation das da angebracht hat und dass dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt musst auf Asien reisen, um quasi authentisches Dharma mitzubekommen. Ich denke auch, das ist das gsi. Und dann ist noch dazu gekommen, dass immer auch die Damapala-Mönche hier auf Basel in unser Zentrum Die gekommen sind vom sind, Kloster vom Kandersteg. Kloster Kandersteg in der thailändischen Waldklostertradition. Es sind eigentlich auch meistens westliche Mönche, gsi, aber gleich, die haben wie vom Monastischen her noch mal mehr quasi wie das Mönchsleben hier übergebracht mit der ganzen Radikalität, wo sie quasi wie das Mönchsleben auch hier leben. Und von dem her habe ich dort auch noch mal wieder das Gefühl gehabt, da kommt etwas stark vom Asiatischen oder vom mehr Ursprünglichen daher, wo ich quasi wie auch hier habe. Mhm. Plus dann ist noch dazu gekommen, dass ja dann eben etwa 2005 oder 2006 auch plötzlich noch mehr das Interesse gehabt am tibetischen Buddhismus und der ja noch sehr, natürlich ja, Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition ist und ich dort das Gefühl gehabt, der ganze Komplex, das kann ich da auch sehr mitbekommen, und mich das auch weniger motiviert hat, mal noch auf Asien zu gehen. Mhm. Vielleicht einmal da gerade einhängen, so ein bisschen bei der tibetischen Tradition, oder bevor wir zu der kommen, wer sind denn so deine wichtigsten Lehrer gewesen? Der Fred hast du schon erwähnt, hat es noch Mhm. andere gegeben, die für dich wichtig gewesen sind? Mhm. Und vielleicht auch anschliessend da, wie ist das Interesse für die tibetische Tradition gekommen? Hat dir etwas gefällt am Vipassana, Mhm. ähm, dass du etwas Neues gesucht hast, oder wie ist das gekommen? Mhm. Also eben der wichtigste Lehrer für mich ist der Fred von Allmen und hat ja auch beide Traditionen und lehrt, also integriert auch gewisse Elemente vom tibetischen Buddhismus und das hat mich von dem her von Anfang an immer angesprochen.
Und vom christlichen Hintergrund die altruistische Ausrichtung, die habe ich das Gefühl gehabt, jetzt würde ich im Nachhinein sagen, die habe ich schon im christlichen Kontext, in der christlichen Kirche sehr geübt und bin von dem her irgendwie mit dem tibetischen Buddhismus, wo die altruistische Ausrichtung, das Bodhicitta, sehr betont, das hat mich dort einfach immer auch sehr angesprochen, weil ja der Fred vor allem auch den Teil mit in die Vipassana-Praxis hineingenommen hat. Mhm. Und von dem her habe ich einfach gefunden, und das hat mir sehr gesprochen, der Fred, die Mischung, die er hat, so ein bisschen das Einfache Vipassana, wo aber ganz konkret darum geht, jetzt, wie gehe ich mit meinem Geist, mit meinen Emotionen, mit meinen Zuständen um, mit relativ einfachen, klaren Methoden und Hilfsmitteln. Und dann das Buddhistische, wo noch vielleicht mit mehr mit Visualisationen und mit der Ausrichtung und mit Kontemplationen, die gibt es im Vipassana natürlich auch, aber einfach so der ganze Hintergrund und vielleicht auch, weil ich katholisch aufgewachsen bin, als Messediener und so, hat mich so das Hast du noch ein bisschen Ganze, Weihrauch und so das, mögen? man sagt ja ein bisschen, dass das Tibetische eben auch so ein bisschen von dem katholischen, ich nehme an, dort habe ich von dem her auch noch darum einfach eine Affinität gehabt. Aha. Also von dem her Fred von Almen. Und dann in dem Zusammenhang halt auch von Amerika her. Und der Joseph Goldstein ist ja auch ein wichtiger Lehrer für den Fred. Und der Joseph ist auch einer, der mir sehr, sehr entspricht, weil er einen sehr klaren Geist hat, sehr differenziert natürlich auch ist, aber immer auch das auch wieder ganz einfach kann sagen. Und wenn man einen Vortrag von ihm hört, das kommt immer gegen Ende, kommen so ein, zwei, drei Beispiele, wie man mit dem kann praktizieren kann. Also ihm ist immer auch ganz wichtig gewesen, wie kann ich das ganz konkret praktizieren. Er hat ja einen philosophischen Hintergrund, also er hat einen grossen Background, aber immer wieder, wie kann ich das ganz konkret praktizieren. Was der Buddha schon gesagt hat, ihm ist das Wichtigste gewesen, wie kann ich mich vom Leiden, von den Schwierigkeiten befreien. Und das hat mich irgendwie von dem her immer auch sehr, sehr zentral angesprochen. Mhm. Von dem her kann man sagen, der Joseph ist so ein bisschen wie neben Fred, so für die Vipassana-Seite gewesen. Und dann irgendwann habe ich mal gemerkt, einfach, ich möchte noch gerne mehr, ein bisschen mehr ins Tibetische rein. Und habe dann mal ein Buch vom Gendün Rinpoche gelesen, habe hinten drauf ein Bild von ihm gesehen und das hat mich einfach, seine Art, seine Ausstrahlung, sein Lächeln hat mich einfach zutiefst angesprochen und habe von dem dann her gemerkt, dem möchte ich mal noch mehr nachgeben. Und dann habe ich gesehen, dass das der Tilman Lündrup, der Lama Tilman Lündrup, damals war er noch Mönch, der das Buch übersetzt hat. Und einfach die Sprache, die einfache, klare, tiefe Sprache hat mich sehr angesprochen. Und dann habe ich geschaut, wo könnte ich das finden und habe dann gemerkt, dass der Tilman Lündrup an mir in Freiburg, im deutschen Freiburg, irgendwie Kurs gibt. Und bin dann etwa 2005 oder 2006 das erste Mal ins deutsche Freiburg in die Stadtstrasse gegangen und habe dort mal so einen Neujahrskurs quasi mitgemacht. Und das ist also das erste Mal wirklich ein Kulturschock gewesen. Inwiefern? Ich bin von Beatenberg gekommen, wo man mal würde sagen, ist relativ strukturiert, sehr sorgfältig alles. Es gibt einen klaren Ablauf, es ist alles in Ordnung und es ist alles gut gemacht, so kann man sagen. Und dann bist du auf Tibeter Und dann getroffen. bin ich auf Tibeter getroffen, von dieser Stadtstrasse. Also es hat gegen 10 Uhr angefangen und ich bin um 9:30 gekommen und ist, soweit ich mich erinnere, noch nichts gross rum gewesen. Dann hat es geheißen, ja, eben, sie gehen dann in den Gompa, in den Meditationsraum, und ich dort reinkomme, 2, 3 sind noch drinnen am Schlafen. Also es ist einfach alles viel, viel, viel chaotischer gewesen und von dem her, und es ist geredet worden, es ist vor allem darum gegangen, 2 Stunden lang. Also mit Gerät meinst du, es war nicht im Schweigen gewesen? Es ist, Das genau, es ist ja. nicht im Schweigen gewesen, die ganze Zeit, sondern es ist vor allem darum gegangen, dass der Tilman dann Belehrungen gegeben hat, am Morgen und am Nachmittag, und dazwischen hat man können machen, was man hat wollen. Also ganz anders als so ein Schweigeretreat, wo man wirklich einfach dann so im Beatenberg sehr strukturiert einfach in dem Sinne bleibt. Und von dem her habe ich mich zuerst daran gewöhnen, auch an das. Hat natürlich auch etwas gehabt, es ist auch etwas zu einem gewissen Grad unkompliziert gewesen. Die Leute sind so weit offen gewesen.
Und einfach die ganzen Lehren, das hat mich einfach so sehr angesprochen, dass ich dort dann quasi wie weiter dran geblieben bin und etwa die mal wieder gegangen bin, einfach in die Stadtstrasse, um dort so Belehrungen überzukommen. Mhm. Und habe gemerkt, das macht nochmal etwas anderes mit mir selber, wenn ich einfach dort noch mehr in die Praxis hineingehe und das für mich vertiefe. Der Lama Tillmann, wenn ich mich richtig erinnere, unterrichtet ja primär Mahamudra. Mhm. Du Also nicht nur. du nickst, ja. Nicht nur. Äh, was unterrichtet oder was hast du gelernt? Also dort ist die Lojong-Praxis, das ist so eine Herz-Geistes-Schulung, bestimmte, wo es im weitesten darum geht, auch Bodhicitta zu schulen, aber wo vielleicht mehr noch Grundlage ist. Mahamudra ist dann quasi wie so eine nächste Stufe, also vor allem Bodhicitta, Lojong. Da ist ja dann so verschiedene Texte durchgegangen und dann habe ich das natürlich immer auch probiert für mich daheim zu meditieren. Was ich aber gemerkt habe, Sangha hat mir gefehlt. Ich bin dann quasi immer Also einfach Sangha-Gemeinschaft, ja. eine Gemeinschaft, bin immer auf Freiburg gegangen, habe das für mich praktiziert und habe es aber eigentlich nur mit dem Fred mich austauscht. Ich bin zu ihm dann auch mit so in Dharma-Gespräche gegangen und das habe ich gemerkt, so die Sangha, für den Teil hat mir gefehlt und habe gemerkt, im Vipassana-Teil, wo mir ja Sangha sehr wichtig ist, wo ich eine im Beatenberg immer hatte, hier jetzt in Basel mit dem Kalyanamitta, mit dem Raum, jetzt, wo wir hier haben, und habe gemerkt, was der Wert von der Sangha ist, wie einem von der Gemeinschaft, wie einem das unterstützt in der eigenen Praxis, wenn man mit anderen zusammen ist, wo quasi wie am Gleichen dran sind. Mhm. Und du hast vorher gesagt, der tibetische Buddhismus ist vielleicht ein bisschen katholischer mit Visualisierungen und so weiter. Aber was hat denn die Praxis, die du jetzt dort neu entdeckt hast, unterschieden von der Vipassana-Praxis, die du vorher kennengelernt hast? Also einfach zum Beispiel der Lehrstil ist ein bisschen anders gewesen, dass man dann einfach zum Beispiel mal Text durchgegangen ist, obwohl ich muss sagen, eben ich habe ja da wieder habe ich Glück gehabt, dass ich mit dem Tilman Lündrup und der Lama Irene 2 getroffen habe, wo auch offen sind, wo auch das Schweigen mehr und mehr eingebaut haben, wo ja dann auch wo auf dem Beatenberg gelehrt haben und von dem her ist quasi wie sind das so ein bisschen mehr Grenzgänger gewesen, nicht so ganz total in der tibetischen Tradition inne und von dem her auch viel zugänglicher, als das andere gewesen wären. Aber dass man dann halt einfach den Text durchgegangen ist, das ist dann mehr quasi das theoretische Verständnis gewesen. Es gibt zum Beispiel einen Text mit 59 Losungen, so Merksätze im Lojong. Dann ist einfach die Woche daraus bestanden, dass man quasi die 59 verschiedene Losungen im mehr oder weniger schnellen Tempo durchgegangen ist. Natürlich schon immer mit Hinweis, was das mit dem Alltag zu tun hat, was mit uns zu tun hat. Aber es sind so einfach die Belehrungen gewesen, wo dann quasi die Umsetzung für einen selber ist dann nachher mehr gegangen. Oder wenn man natürlich in dieser Stadtstrasse, in dem tibetischen Zentrum, dann ist man dort unter der Woche auch mal gehen meditieren und hat dort natürlich dann den Austausch gehabt. Aber für mich war einfach, ich habe das mal so mitgenommen und habe es für mich einfach dann probiert, in die Praxis einzufliessen lassen. Wie heisst denn so einer von diesen 59 Merksätzen? Weisst du grad noch einen? Oder, wenn es nur so ungefähr ist, muss nicht wörtlich sein. Aber was muss man sich darunter vorstellen? Also bei allem, ich kann grad nicht genau sagen, bei allem, was dir begegnet, meditiere. Also nimm alles, was dir begegnet, als Meditation zum Beispiel. Oder also zum Beispiel, dass die Freude etwas sehr Wichtiges ist, dass das die Freude immer bewahren. Oder dass alles traumgleich ist. Und das tönt wirklich jetzt, dass du sagst, alles sehr, sehr alltagsbezogen und weniger Sachen, die man dann auf dem Küssi anschaut. Also Vipassana ist ja, sicher soll man das auch in den Alltag mitnehmen und Kontinuität von der Achtsamkeit. Aber was du jetzt sagst, eben so mit der Freude oder alles, was einem begegnet, als Meditation anschauen, das tönt dann schon sehr, sehr alltagspraktisch. Mhm. Also eben die Lojong-Praxis, die ist eigentlich so gedacht, dass man die quasi im Alltag so üben kann.
ziemlich radikal auch, dass man die ganze Praxis in den Alltag bringen kann und dann halt immer wieder mit einzelnen so von diesen Losungen oder Merksätzen unterwegs ist und so einfach mit dem im Alltag beobachtet, wo es so ist oder wo es nicht so ist. Aber zum Beispiel die eigene Wahrnehmung oder die eigene Sichtweise zu sehen, dass alles traumgleich ist, das geht ja sehr ins Verständnis von Anatta ein, oder dass es nichts Festes gibt, Mhm. wie der Traum selber, dass dann schlussendlich die Realität nicht so ist, wie man sie im Traum meint zu verstehen. Das ist schon ein tiefes Verständnis, wo man nicht einfach so im Alltag kann sagen, sondern wo quasi dann wie in der Sitzmeditation oder in der formalen Meditation muss vertieft werden. Mhm. Und kommt dort dann auch Mahamudra ins Spiel? Wir haben eben in diesem Podcast noch nie über Mahamudra geredet. Dzogchen ist jetzt schon 2, 3 Mal so ein bisschen zur Sprache gekommen. Aber Mahamudra, was ja nochmal so eine andere Richtung ist, wo, glaube ich, aber auch gewisse Parallelen aufweist, ist noch nie zur Sprache gekommen. Also Mahamudra ist relativ nahe bei dem, was mit Dzogchen gemeint ist und ist quasi wie also es geht darum, ich glaube, das hat ursprünglich der Friedemann so gesagt, von A nach B normalerweise tun wir Qualitäten entwickeln, Freundlichkeit, die 4 Brahmaviharas, Mitgefühl, Gelassenheit, all die Qualitäten entwickeln auf der einen Seite, dass man aber auch mit Hilfe von denen immer tiefer verstehen können, die Wirklichkeit, dass alles vergänglich ist, dass man nie eigentlich nichts ist, wo man richtig festheben kann, dass man das quasi wie so stufenweise entwickelt, also von A nach B. Und eigentlich Mahamudra oder auch Dzogchen bleibt bei A und geht gerade mittendrin. Es ist gerade so, es ist alles traumgleich, ich muss nichts machen, ich bin einfach im Moment wach und präsent. Äh, bis so, dass es dann heisst, Nicht-Meditation, also man muss nichts mehr machen, weil alles so, wie es jetzt da ist eigentlich schon okay, so wie es jetzt im Moment gerade ist. Also, musst vielleicht noch mal fragen. Ja, das Spannende ist ja, okay, man muss eigentlich nichts machen, aber bis dahin gibt es irgendwie die vorbereitenden Übungen, oder? Und die sind ja dann massiv, also 100'000 Niederwerfungen, 100'000 Wiederholungen von gewissen Sachen. Also so einfach aus dem Nichts kommt es ja offensichtlich dann doch auch nicht. Eben darum ist auch bei mir hat's gestimmt, dass ich zuerst Lojong gemacht habe und zum Beispiel die Niederwerfungen, die habe ich dann auch mal gemacht gehabt. Und von dem her ist die Idee von Mahamudra schon, dass es aufbaut auf all diesen grundlegenden Übungen. 100'000 Niederwerfungen. Was macht das mit einem, wenn man sich das vornimmt und wie ist man vorher und nachher jemand anders? Also im Prinzip, und das ist auch wieder ein bisschen halt, ich bin also ein bisschen westlich gemacht, in dem Sinn traditionell wäre es so, dass man irgendeinen Retreat macht und dort, weiss ich nicht, in einer Zeit von 3 Monaten etwa einfach die 100'000 Niederwerfungen gemacht. Ich habe geschafft, ich kann nicht in so einen Retreat gehen. Ich habe dann mir einfach gesagt, okay, ich mache jeden Tag 50 Niederwerfungen über die Zeit von 2, 2,5 Jahren. Und das einerseits die Verpflichtung, jeden Tag 50 Niederwerfungen zu machen, irgendwie alles sein zu lassen und das natürlich schon mit einer Ausrichtung auf ein Weisheitswesen, also Chenrezig oder Avalokiteshvara, wo quasi die Verkörperung von Mitgefühl ist. Also jedes Morgen 50 Mal mit der Ausrichtung auf Weisheit und Mitgefühl mehr so niederzuwerfen, hat etwas gemacht. Und dann die Vorstellung, ich muss 100'000 machen, das hat irgendwie auch der normale kognitive Geist irgendwie gesprengt. Ich habe dann ein Strichchen gemacht, natürlich nicht jede Niederwerfung, sondern das irgendwie Wieder einfach pro 50, Tag ja. eine oder so. Aber nur schon die Vorstellung, dass ich etwas mache, wo jenseits von meinem Erreichbaren, wo ich mir vorstellen kann, ist, dass auch das zum Beispiel hat noch schon etwas gemacht. Also Und dann hat es auch noch etwas mit dem eigenen Stolz, so quasi ich kann die Welt so machen, wie ich sie gerne will, ich bin wichtig, ich sollte doch und so. Und wenn man sich einfach mal so niederwirft und quasi sich öffnet für die grosse Weisheit oder das grosse Mitgefühl, dann hat es etwas von dem kleinen Ich, wo sich quasi wie ein bisschen verneigen vor dem grossen Mitgefühl oder vor dieser grossen Weisheit.
Und das hilft auch ein bisschen dem kleinen Ich nicht zu viel Wichtigkeit zu geben, sondern dass der Stolz eben ein bisschen relativiert wird und quasi die Qualitäten von Weisheit und Mitgefühl irgendwie grösser werden. So etwas könnte man auch noch sagen. Und magst du dich noch erinnern, wo du das letzte Strichli gemacht hast, wo du aufgestanden bist und gesagt hast, 100'000? Ich habe eben nicht so ein gutes Gedächtnis. Ich mag mich nicht Ich habe nur gedacht, vielleicht ist das ein sehr besonderer Moment gewesen, aber also in dem Fall ist es es einfach... ist sicher besonders gewesen, aber ich mag mich nicht mehr erinnern. Ja, okay. Ich bin natürlich noch immer auch froh gewesen. Es gibt, wie es bei allem, es gibt auch Durststrecken und jetzt bin ich bei irgendwie 77.537 oder einfach so. Und das aber Geduld ist auch etwas, dass man nicht mehr aufs Ziel schaut zum Beispiel, dass nicht immer auf die 100'000 ausgerichtet bist, sondern einfach im Moment die Niederwerfung machst, mit einer Vorstellung verbunden. Das hat auch etwas dazu beigetragen. Als ich im Vorfeld von dem Gespräch auch noch mal so ein bisschen ganz kurz geschaut habe, was Mahamudra ist, habe ich neu gelesen, es ist eine von diesen Praxis, wo angesagt wird, es wirke vor allem auch neben dem Küssi. Und das passt, glaube ich, recht gut zu etwas, was dir sowieso wichtig ist, nämlich eben die Integration in den Alltag. Ein Lehrer, wo du auch noch gehabt hast, oder wo du geprägt bist, ich weiss nicht, ob du persönlich deinen Lehrer hast, ist der Sayadaw Tejaniya. Das habe ich in der Einleitung gesagt. Und der ist ja auch sehr alltagsbezogen. Kannst du vielleicht sagen, wie integriert man die Praxis in den Alltag? Wie integrierst du in den Alltag? Mhm, mhm. Also ich kann vielleicht noch ein bisschen ausholen wegen Gern. dem Sayadaw Tejaniya. Also er ist für mich ganz ein wichtiger Lehrer. Also neben Fred auf der Vipassana-Seite eigentlich so der wichtigste Lehrer geworden. Und vielleicht kurz für die es nicht wissen, zum sagen, also er ist einer von 10 Kindern von einer burmesischen Familie gewesen. Der Vater war Kaufmann gewesen, hatte so einen Markt in einem sehr betriebsamen grossen Markt in Yangon in Burma gehabt. Und als die meisten von seinen Brüdern und Schwestern sind Ärztinnen geworden und er ist also ein bisschen enfant terrible gewesen, ist lieber auf der Straße rumgegangen mit seinen Kollegen, hat auch Probleme mit Drogen gehabt, so. Und dann irgendwann hat sein Vater gefunden, er müsse ihm jetzt ins Geschäft helfen. Hat ihn quasi von der Straße weggenommen, nachdem er ihn einmal ins Kloster geschickt hat für eine gewisse Zeit. Und dort ist er quasi wie in eine grosse Depression gefallen, weil er hat einfach das nicht wollte, dem Vater in dem Geschäft helfen, quasi unter der Fuchtel vom Vater sein. Also einer, der sich so mitten in der Adoleszenz, quasi im Jugendalter so ausgelebt hat, hat plötzlich neben dem strengen Vater einfach müssen krüppeln, würde ich jetzt wahrscheinlich mal sagen, so. Hat aber schon eine Praxis gehabt, weil in Burma ist es üblich, dass man so, oder haben viele so einen Familiensayadaw, einen Familienmönch, der für die Familie da ist. Und offenbar ist er schon vorher gern zu dem Mönch, zu dem Spiomin gegangen und ist dort auch schon talentiert gewesen. Also er hat irgendwie sehr gut sich können sammeln oder hat sehr eine klare, gute Achtsamkeit gehabt, ist also dort schon aufgefallen und hat dort schon einen Draht gehabt zu seinem Lehrer. Und dann dadurch, dass er dann so viele Probleme hatte, Depressionen, Aggressionen, also was man sich so vorstellen kann, ist dann dort das Hilfsmittel gewesen, er soll mal ins Kloster gehen und dann der Sayadaw bringt ihn dann schon wieder auf den richtigen Weg. Und dann ist er mal 8 Monate vielleicht etwa so dort meditieren und hat dort einfach entdeckt, das Dharma eigentlich das Einzige ist, das ihn von all diesen Ängsten und Aggressionen und Problemen wegbringen kann. Und er hat eigentlich gar nicht unbedingt zurückkehren zum Geschäft von seinem Vater, aber weil er dort als Hilfe gebraucht worden ist und die Familie gefunden hat, er müsste dort helfen, hat er wieder raus müssen. Und sein Lehrer dort hat eben gesagt, du musst die Praxis einfach so, wie du im Retreat gemacht hast, musst du im Alltag weiterführen. Und das war ihm dann eigentlich fast wie die einzige Möglichkeit gewesen, die so langsam im Alltag aufzubauen, weil er immer mehr gemerkt hat, wenn er all das, was mit dieser Dharma, mit dieser Meditationspraxis einherkommt, dass man klarer ist, dass man auch ruhiger ist, dass man mehr Mitgefühl hat, dass man schneller checkt, wenn man irgendwie in schlechte Zustände oder reinkommt. Also all das hat er gemerkt, wie sich das aufbaut, aber nur, wenn er auch im Alltag möglichst intensiv weiter praktiziert. Und dann hat er quasi wie selber eine Alltagspraxis entwickelt, dass er immer in dem Markt innen, also hat er normal die geschafft, aber hat das einfach als Praxisfeld genommen.
und hat zum Beispiel, wenn er gemerkt hat, jetzt kommt dann wieder ein Wutausbruch, dann ist er einfach rasch aufs WC gegangen, so, hat sich dort wieder oben runtergeholt und ist dann irgendwie wieder weitergegangen. Also so hat er verschiedenste Mittel gebraucht, die Praxis quasi möglichst, und man muss sich vorstellen, bin ja schon dort gewesen, es ist wirklich ein ungeheuer lärmiger, betriebsamer Markt. Dort hat er irgendwie seine Praxis vertieft und ausgebaut. Er ist dann zwischendurch wieder mal ins Retreat gegangen und dort gemerkt, dass das einfach wäre das, was er am liebsten machen würde. Er ist dann von der Familie aber gleich wieder zurückgeholt worden. Wir haben ihn dann verheiratet, hat dann einen Sohn gehabt. Irgendwann hat er gemerkt, das ist einfach nicht mein Leben. Ich habe so einen Drang, ins Kloster zu gehen, dass er dann irgendwann definitiv, ich glaube 1996, vielleicht etwa mit 35 Jahren, definitiv ins Kloster gegangen ist. Und er eben dann dort auch gelehrt hat. Es sind dann viele westliche Meditierende zu ihm gegangen, weil er eben mitten im Leben gestanden ist, weil er so das gleich quasi gehandhabt hat, wenn man im Retreat ist und wenn man im Alltag ist. Und so einfach sehr viel im Westen angesprochen hat, dass er zu Amerika war, an verschiedenen Orten zu Europa, so einfach viele angesprochen hat. Und von dem her eigentlich das gelebt hat, wo der Fred von Almenäs zentralen Anliegen war, immer auch ganz wichtig, die Alltagspraxis mit diesen Alltagswochen, aber auch der Retreat ist wichtig. Und das ist auch bei mir irgendwie auf ein offenes Feld gefallen, dass ich einfach zu begeistert war von ihm. Vielleicht kann ich noch etwas dazu sagen. Ich konnte dann einmal einen 3-Monats-Retreat zu Amerika im Forest Refuge machen, also einen Selbstretreat, wo ich einfach 3 Monate für mich in einem Retreatzentrum meditiert habe. Und ich habe dort die erste Meditation angefangen, so ein bisschen, wo strikter war, wo man sehr formal, langsam meditiert hat. Es ist gerade vorher ein Retreat mit dieser Praxis. So Mahasi Sayadaw ja. Tradition. Ich habe einfach gemerkt, das tut mich sehr unter Druck setzen. Ich bin einer, der hohe Ansprüche hat, der auch ehrgeizig ist. Also ich habe mich immer mehr verspannt und habe gemerkt, irgendwie, jetzt muss ich etwas machen. Und dort habe ich dann eben, ich habe schon gehört vom Sayadaw Teshaniya, habe ich mal Vorträge von ihm gehört, dass er hat einmal mit amerikanischen Meditationslehrenden hat er so quasi über Praxis geredet, so in mehreren Sequenzen. Und das habe ich dann für mich dort entdeckt und dann habe ich quasi wie gewechselt von Mahasi Sayadaw zu Sayadaw Teshaniya und das ist einfach für mich dann, jetzt für meinen Typ, das muss nicht für alle sein, für meinen Typ eine grosse Offenbarung sein. Ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen, was dann anders war. Aber vielleicht einfach noch kurz eine Anekdote aus meiner Praxis, wo da wirklich gut dazu passt. Und so bin ich einmal in einem Selbstretreat gewesen, auch in der Tradition vom Mahasi Sayadaw, also die Verlangsamung sehr genau beobachten, sehr hart und weiss nicht was. Und ich bin unter anderem betreut von einer Nonne, die in Nepal war und wir haben einmal per Skype hat sie mir wieder Anweisungen gegeben. Und weil sie in Nepal waren und die Tags, die es sonst jeden Tag gibt, nicht jeden Tag haben können machen, haben sie Aufnahmen geschickt und die Aufnahmen, die ich dort gehört habe, sind vom Sayadaw Upandita, glaube ich, also ein Schüler von Mahasi Sayadaw. Und der war knallhart. Er hat also gesagt, ja, wenn du an dem Tag noch irgendwie in die Berge raus schaust und die Aussicht geniessest, dann bist du einfach kein guter Yogi. Und also, ich habe das gehört und dachte so, also ich gebe mir ja wirklich so Mühe und ich bleibe ja wirklich so da, eben wie du vorher gesagt hast, sehr gewissenhaft. Ich bin ja wirklich dran, aber ich schaue immer noch gerne die Aussicht an. Und ich habe das der noch einmal gesagt und die hat nur gelacht und gefunden, du darfst das alles nicht so ernst nehmen. Die Anleitungen, die sind zum Teil auch für Leute, die ganz anders sind als ihr Westler, die so, weißt so, eben so fix drauf sind. Anderen Leuten muss man viel mehr sagen, dran zu bleiben und gewisse müssen es ein bisschen lockerer nehmen. Also ich glaube, zum Teil darf man man sollte die Anweisungen schon ernst nehmen. Aber vielleicht habe ich es zum Teil auch einfach ein bisschen zu ernst genommen dann in dieser Situation. Und darum glaube ich schon, eben so ein Sayadaw Teshaniya, der dann viel offeneren Zugang hat, kann sehr, sehr wohltuend und hilfreich sein. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen charakterisieren, was seinen Zugang auch noch mal ein bisschen anders macht. Mhm. Also ihm ist sehr wichtig, also er macht nicht so sehr Kaya-Nupassana, also dass der Körper im Zentrum ist, dass man quasi die ganze Praxis auch
Vergänglichkeit zum Beispiel gesehen in den Körperempfindungen, in diesen wechselnden, ist ja ein Zugang. Bei ihm ist es mehr der Geist, also Chitta, den er als zentral nimmt, und er sagt, wenn wir in Chitta schauen, also der Chitta ist auch das, was es weiss. Wenn wir in Chitta schauen, dann haben wir eigentlich alles drin. Also ich weiss im Chitta innen auch, dass mein Körper jetzt gerade so und so ist oder dass ich meinen Körper so verurteile oder so beurteile. Also im Chitta innen ist quasi wie und alles ein bisschen zusammen. Und das hat für ihn dafür gesprochen, dass Chitta noch passen. Also das wäre quasi die dritte Grundlage von diesen 4 Grundlagen von der Achtsamkeit. Auf den Geist. Ja. Auf die Achtsamkeit auf Herz und Geist, dass er das quasi wie als Zentrum, als zentral nimmt. Und das mit meinem psychologischen Hintergrund oder psychotherapeutischen, einfach was im Geist so passiert, was mit der Psyche, mit den Emotionen passiert, das hat mich schon immer sehr interessiert und von dem her fast mehr. Ich habe nicht eine Körperpsychotherapie gemacht, ich habe Gestalttherapie gemacht, da kann man auch mehr körperorientiert sein, aber ich bin nie so körperorientiert gewesen und von dem her hat mich das mit dem Herz und mit dem Geist halt auch sehr angesprochen. Mhm. Und dann noch etwas anderes war, eben sehr angepasst auf SchülerInnen, die nicht Nonnen und Mönche sind, dass er eine Art von Sammlung lehrt, wo es nicht viele Bedingungen dazu braucht, sondern auch bei ihm wichtig bei er kommt zur Sammlung, dass man kontinuierlich einfach dranbleibt mit der Achtsamkeit. Also, dass man nicht irgendwie möglichst einen ruhigen Ort braucht, möglichst langsam muss sein, möglichst viel Weg muss haben. Klar wäre das Idealzustand, aber man kann zur Sammlung kommen, indem man zum Beispiel einfach kontinuierlich probiert, mit einem Zustand oder mit der Praxis dran zu bleiben. Und dann ein zweiter Punkt, den er lehrt, das ist auch sehr alltagstauglich, dass die innere Haltung, die Einstellung zu der Meditation, dass das etwas auch auf einen ruhigen oder einen unruhigen Geist macht. Also wenn ich akzeptierend bin zu dem, wie ich jetzt im Moment gerade bin, dass ich interessiert bin, was ist jetzt da gerade los, die innere Haltung von Akzeptanz und Interesse, die hat auch eine gewisse Beruhigung auf den eigenen Geist. Also das trägt auch zur Sammlung bei. Plus dann noch als drittes, dass er von Anfang an lehrt, Weisheit und rechte Sichtweise, also dass wir immer auch wieder uns erinnern, all das, was wir jetzt hier erleben, das ist bedingt entstanden aufgrund von Bedingungen vom heutigen Tag, von der letzten Zeit, von meinem ganzen Leben, von der Gesellschaft. Also die Bedingtheit immer wieder zu geben, dass es gar nicht so persönlich ist, dass ich alles nicht so persönlich muss nehmen muss, das trägt auch noch mal weiter dabei, zum Akzeptieren, okay, so ist es jetzt im Moment halt gerade entstanden. Er sagt ja dann nochmal so schön, this is nature. Das ist das ist quasi, es ist bedingt entstanden, Ja. das ist sein Ausdruck, das ist Nature. Ja. Ja, genau. Und das passt auch wieder, ist interessant zum Gendin Rinpoche, mein wichtigster Lehrer eben auf der tibetischen Seite, da können wir vielleicht dann auch noch mal kurz zurück dazu kommen. Der ist auch einer, der von Anfang an sagt, Weisheit, die Einsicht in die Grundnatur, die letztendliche Wirklichkeit, das von Anfang an ein Offensein dafür, sich mit dem auseinandersetzen. Und von dem her ist das auch wieder gut zusammengekommen, dass das quasi von beiden, weil es gibt auch die Traditionen, die das mehr aufbauend machen, die zuerst bis zum Augseien, ein anderer Lehrer in Burma, wo quasi zuerst ein Jahr lang Sammlungsmeditation und dann irgendwann fängt man dann, das ist das andere Extrem, dann fängt man dann irgendwann einmal mit Vipassana, mit der Erkenntnismeditation an. Und von dem her hat das einfach für mich gepasst, so Lehrende zu haben, die einfach von Anfang an probieren, Weisheit zu verstehen, reinzubringen. Es braucht aber auch ein gewisses Maß an Metakognition, oder? Also du musst ja dann in so einem schwierigen Moment, wenn du dort sagen, this is nature, das ist jetzt auch durch Ursachen, die zusammenkommen, entstanden. Du musst ja doch dann die Fähigkeit haben, in dem Moment einen Schritt zurückzutreten, dass das überhaupt siehst. Also völlig verstrickt sein drin kannst du nicht. Wie schafft man es dann, den Schritt zurück in so einem schwierigen Moment zu machen? Also nehmen wir jetzt an, ich komme in eine schwierige Situation mit jemandem, irgendwie ein Streit fängt an. Nehmen wir an, im Geschäft, der eine will das, ich will das. Also nicht jetzt irgendwie super Persönliches, also wirklich Alltag. Wie schaffe ich es dann irgendwie, dort den Schritt zurück zu machen und in dem Moment so das Bewusstsein zu haben,
Auch das ist durch Bedingungen entstanden. Mhm. Also dort ist dann auch wieder ein bisschen so, dass man natürlich geschickt mit sich umgeht und gelernt hat, dass zum Beispiel im ersten Moment gerade so die Sicht reinbringen, das ist bedingt, das ist Nature irgendwie, dass man das vielleicht gar nicht kann und dass es in dem höchsten Zustand innen vielleicht auch nicht viel würde bringen. Und dann auch nochmal wieder der Seydou Deschania sagt dann mach irgendetwas, das einfach wieder, das ist ja sehr ein nicht heilsamer Zustand, oder wenn man so drinnen verstrickt ist, mach irgendetwas, dass ein bisschen lockerer wirst, dass ein bisschen von dem Zustand wegkommst. Und da sagt dann der du Deschania, nimm irgendein Hilfsmittel, das dir hilft, wie man vielleicht schon gehört hat, tu mal auf die Zähne zuerst, also Dings, oder eben geh mal aufs WC, geh mal aus der Situation raus, tu zuerst einmal noch duschen, wenn du länger in so einem Zustand bist. Also wird geschickt in dem Innen, wie gehe ich mit so Zuständen um und als erstes Mal etwas ganz Pragmatisches, einfach irgendwie, dass ich mich mal ausschüttle oder dass ich 3-mal tief durchschnaufe. Also überhaupt nichts Heiliges. Nichts Heiliges, etwas ganz, ganz praktisch, aber Motivation ist heilig in dem Sinn, ich will aus dem nicht heilsamen Zustand rauskommen, weil ich dem mehr und auch anderen schade. Und für das sind im ersten Moment mal alle Hilfsmittel hilfreich. Also Saido Deschania hat zum Beispiel, dass er auch können in dem wilden betriebsamen Markt dranbleiben mit seiner Praxis, hat er mal so einen Nasenstick, also man kann so einen Nasenstick in die Nase stecken, wenn man verkältet ist. Mhm. Und er hat dann gesagt, alle Leute haben natürlich gemeint, ja, der ist einfach krank und jetzt tut er quasi seine Verkältung so mit einem Nasenstick behandeln. Aber das war nicht, er war nicht krank, sondern das war für ihn quasi die Erinnerung. Der Knopf im Nasentuch. Praxis wie der Knopf im Nasentuch oder so. Also so auch unkonventionelle Mittel oder irgendwie, ich mache irgendetwas, weil ich weiss, jetzt bin ich dann in einer schwierigen Situation und wenn ich mit dem Menschen wieder zusammenkomme, dann gehe ich leicht an die Decke, dass ich alles überlege, immer wieder, und nicht, dass das nicht gerade zum ersten Mal geht, sondern was könnte ich machen, dass ich einfach weniger schnell oder dass ich mal kurz an die Decke gehe, aber schneller wieder unten bin. Und das ist quasi, das wäre wieder Kontinuität. Ich bleibe einfach dran, mit dem an die Decke gehen, so lange, bis es sich langsam über die Zeit dann anfängt zu legen, mit diesen verschiedenen Hilfsmitteln. Und jetzt nimmt mich deine psychotherapeutische Sicht auf das noch wichtig, noch Wunder. Weil, wenn man jetzt sagt, ja, es wirkt alles sehr kontrolliert, oder? Also, man probiert die negativen Zustände nicht quasi aufkommen zu lassen, sondern wegzuhaben. Es gibt ja die andere Sicht, die sagt, ein Mensch muss ab und zu mal explodieren. Das tut eigentlich gut. Wie siehst du das? Also gut, ich finde natürlich auch im Vipassana sagt man ja, also die erste Wahrheit von der 4 befreienden Wahrheiten ist Dukkha, dass man sich quasi für Dukkha, fürs Leiden soll öffnen. Und das ist eigentlich die Grundaussage, die sagt, es geht nicht darum, das möglichst nicht zu fühlen, die heftigen Gefühle, die man hat, die einem dann zum Explodieren bringen, sondern man muss die lernen zu fühlen, dass man wirklich auch sieht, was da alles abgeht, aber halt einfach situativ, dass man das nicht in dieser Situation kann, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass man das vielleicht erst daheim kann, wenn man für sich im Bad hockt und so und sie dort besser kann spüren, dort quasi mit denen praktiziert, oder dass, wenn man auf dem Küssi ist, wenn sie dann kommen, dass man sie dann kann fühlen und dann nicht sich das Denken verbieten, den Anschluss, warum hat er jetzt das wieder, sondern das sind dann meine heftigsten Gedanken, die ich mit Achtsamkeit wahrnehme, die ich mit Mitgefühl wahrnehme, wo ich sehe, was die mit mir machen. Also dort ist überhaupt nicht das Verbieten oder Wegmachen, sondern sie quasi mal richtig können wahrnehmen und spüren, aber dass man den Kontext schaut, wo das irgendwie möglich ist. Also man trennt ein bisschen die Emotion von einer unmittelbaren Reaktion vielleicht. Kann man auch so sagen, ja. Oder dass man lernt, ein bisschen eine Distanz drin zu kriegen, dass die unmittelbare Reaktion, da kann man nicht viel machen, aber dass der Spielraum grösser wird, dass man es dann quasi wie die Reaktivität noch weitergeht. Ja, okay. Und vielleicht noch etwas Gestalttherapie, so in den 60er, 70er Jahren war sehr auf dem gewesen, man muss die Emotionen rauslassen. Und da hat man dann irgendwie, das habe ich in der Ausbildung ist auch mal
vielleicht ein kleiner Teil gewesen, weil bei mir hat sich in der Ausbildung schon langsam geändert, einfach äh, Emotionen, Aggressionen rauslassen, dass man mit einem Schaumschläger irgendwie auf ein Küsschen geschlagen hat, um quasi die Emotionen mal richtig zu spüren. Das hat schon drin. Aber dann mit den Jahren ist man dann in Gestalttherapie mehr darauf gekommen, dass es gleichzeitig auch ein Stützen braucht und dass es nichts bringt, das nur einfach einmal auszuleben, sondern dass das muss gestützt werden, dass man eine gewisse Akzeptanz zu sich hat, dass man sich sicher fühlt, dass man sich je nachdem das mit jemandem zusammen, der einem dabei unterstützt, mit einem hilfreichen Begleiter oder Begleiterin macht. Also so, dass Stützen herum sind, in einem guten Klima und dann, dass man dann sie mal spüren oder sie rauslässt. Aber man weiss eindeutig, das schadet niemandem, wenn ich mal mit einem Schlägel irgendwie aufs Küssi schlage. Mhm. Bei mir ist auch noch dazu gekommen, ich habe dann mal Karate gemacht und das ist bei mir zum Beispiel auch eine Hilfe gewesen, einfach dann mal meine Emotionen, auch meine Aggressionen, je nachdem, mehr zu spüren. Also ich habe auch verschiedene Hilfsmittel ausprobiert, um eben, für mich geht es nicht darum, die auszuleben, aber die noch besser kennenzulernen und dass sie dürfen sein, je nachdem in einem Kontext, wo das möglich ist. Und im Karate ist ein Kontext, wo das kontrolliert auch möglich ist. Mhm. Du hast vorher gesagt, vielleicht kommen wir noch mal auf die tibetische Richtung zurück. Gibt es denn noch etwas Bestimmtes, wo du noch reingehen willst bei der tibetischen Richtung, die noch nicht zur Mhm. Erwähnung gekommen ist? Also ich würde vielleicht gerne noch ein bisschen vom Gendün Rinpoche Ja. erzählen. Das ist eben der, wo ich das Foto gesehen habe und einfach sein Gesichtsausdruck mich einfach tief berührt hat. Und ich habe jetzt in diesen Jahren, also eben das sind jetzt fast 20 Jahre, habe ich sehr viel gehört über ihn. Er ist 1997 gestorben. Ich habe ihn selber nie erlebt, aber eben über den Tilman Lündrup und auch über die Lama Iren habe ich ganz viel von ihm erfahren. Und es ist interessant, wie er einer von meinen allerwichtigsten Lehrer kann sein, mich tief beeindruckt hat, ich ganz viel von ihm gelernt habe, obwohl ich ihn gar nie kennengelernt habe. Das könnte man natürlich auch vom Buddha sagen, Mhm. ist beim Buddha auch so, aber für mich ist irgendwie der Gendün Rinpoche, weil er in Frankreich gelebt hat, weil er da war, ist irgendwie wie noch näher und von dem her ist die Inspiration nochmal anders von jemandem, der auch da quasi wie bei uns gelebt hat. Und ich bin dann einmal auf Frankreich zu 4, 5 Mal gegangen, wo er gelebt und gewirkt hat. Bin in seinem Zimmer gsi, in seiner Klause, wo er eigentlich den Tag meistens verbracht hat. Und das ist einfach, ich bin sonst nicht jetzt speziell auf Energien, würde ich sagen, besonders sensibel, aber es war einfach sehr, sehr eindrücklich gsi, wie man dort die Atmosphäre von Ruhe, von Klarheit, von Einfachheit, von einer Zufriedenheit einfach. Das ist dann einfach so da. Dann ist man quasi im Mahamudra rein, man muss nichts mehr, man ist offen, präsent, es kann alles kommen irgendwie. Und das hat quasi der Raum, wo er die Energie quasi wie dort geschaffen hat, so ausgelöst hat. Es ist aber interessant, ich bin dann einmal in der Klause vom Dings gsi, der Bruder Klaus in Sachsen. Mhm. Und es war interessant, in dieser Klausel, wo er gelebt hat, bin ich in dem genau gleichen Zustand, sind die genau gleichen Energien, so wie ich es dort gespürt habe. Also ich glaube einfach, die hochverwirklichte Menschen, unabhängig in welcher Religion oder Tradition das ist, dass das einfach eine Ausstrahlung hat und auf einen wirkt. Mhm. Und das ist eben etwas, was auch im tibetischen Buddhismus noch besonders geübt wird, dass man quasi die Inspiration, wo man vom Meister oder von der Meisterin hat, dass man mit deren auch schafft und sich immer wieder öffnet für die Inspiration, die man von dem her hat. Also ich denke zum Beispiel jeden Morgen so ein bisschen in einer formalen Meditation an den Gendün Rinpoche, wie er war, die Offenheit, die Qualitäten, die er hatte, verbinde mich mit dem und sage dann in einem weiteren Schritt, die Qualitäten stecken da in mir drin, das Potenzial ist auch in mir drin. Und das ist für mich jeden Morgen eine Inspiration und bringt quasi mein eigenes Potenzial an all diesen guten Qualitäten zum Schwingen. Das im Alltag sind dann die wieder weg, aber über jetzt die Jahre gesehen merke ich, das schwingt einfach immer mehr so im Untergrund mit und durch das sind die Auswirkungen einfach da immer stärker. Du hast es erwähnt, in der tibetischen Tradition ist ein Lehrer recht wichtig im
so im Vipassana ist so die persönliche Schüler-Lehrer-Beziehung ein bisschen weniger ausprägt, würde ich sagen. Dort ist man eher mal bei dem Mönch und wieder vielleicht bei der, so jetzt mindestens in einem westlichen Kontext. Wenn man in Asien ist, ist es vielleicht auch anders, weil man auch gar nicht, vor allem früher gar nicht so können reisen. Da hast du ja wahrscheinlich einfach den Lehrer gehabt, der halt zur Verfügung war. Da haben wir es heute schon sehr gut. Aber so aus deiner Erfahrung heraus, was ist, wie wichtig ist ein persönlicher Lehrer auch für uns Mhm. auf dem Weg? Mhm. Also ich finde es schon ganz, ganz wichtig, so einen persönlichen Lehrer zu haben. Und persönlich heisst, je nachdem eben, es muss nicht so persönlich sein, dass er einem sogar kennt. Also der Gendin Rinpoche kennt mich nicht, aber er ist für mich ganz ein persönlicher Lehrer, wo ich quasi mit meiner Offenheit kann mich von ihm inspirieren lassen. Er hat einfach gewirkt mit seiner Verwirklichung, aufgrund von langjähriger intensivster Praxis. Aber wenn ich mich öffne, kann ich das quasi wie von ihm nehmen und brauche gar nicht so viel von ihm her. Das ist eine Möglichkeit, wie man quasi wie so einen persönlichen Lehrer kann haben. Und auf der anderen Seite wäre vielleicht der Fred von Almen, oder, wo ich auch gut können sehen, wo ich noch mehr können prüfen, wie er so ist, wo ich jetzt mit dem als Kollege zusammen im Stiftungsrat bin. Also da hat man den habe ich mitten im Alltag und alles erlebt. Und dort hat es gesehen, wie integer oder wie so ein Lehrer erlebt und dort auch inspiriert werden, wie ein Lehrer so auch quasi wie mit Alltagssituationen umgeht. Und je nachdem, was auch so ist, wenn einem ein Lehrer besser kennt, hat er natürlich auch mehr die Möglichkeit, dann je nachdem in einer Krisensituation einem spezifischer können, darauf hinzuweisen, mach doch so oder so weiter. Und für das bin ich dann eben, wo ich noch auch wie noch früher bin ich dann ab und zu zum Fred so in ein Dharma-Gespräch gegangen, wo ich dann einfach meine Praxis mit ihm besprechen konnte. Und dadurch, dass er mich mehr kennt hat und ich seine Praxis, seine Lehre kennt habe, ist das quasi wie etwas sehr Fruchtbares gewesen. Aber wir werden dort auch gefragt im Beatenberg, wie komme ich zu einem persönlichen Lehrer? Und dann sage ich mir, ja, die beste Möglichkeit ist einfach, dass du mal schaust, welche Lehrende dich ansprechen und wenn du dann einfach immer wieder zum gleichen Lehrer in seine Retreat gehst, in die Einzelgespräche mit ihm oder online oder so, dann entsteht automatisch eine Beziehung. Der Lehrer kennt dich dann mit der Zeit auch besser und so gibt es auch mit verschiedenen Lehrern, wahrscheinlich mit allen im Beatenberg, dass die Schülerinnen haben, nicht formell, aber einfach, wo sie mit den Jahren so gut kennenlernen, äh, dass da auch ein bisschen persönlichere Beziehung möglich ist. Mhm. Und dann gibt's ja nebst dem Lehren gibt's noch Kalyanamitta, heisst ja spirituelle Freundschaft, oder wie übersetzt man es am besten? Mhm. Ja. Spirituelle Freundschaft ist gut. Wie ist das, neben dem Lehrer? Braucht's beides oder kann eine Gemeinschaft gerade jetzt da im Westen auch so quasi dann so ein bisschen 'n Lehrer ersetzen? Also sicher zum Teil, also weil einfach wir hier im Westen mit dem, was wir in der Meditation lehren, so gegen den Strom schwimmen. Das kann man jetzt in der heutigen Zeit noch mal mehr sehen, wie rauchloser quasi wie Gesellschaft wird und dass Gier, Hass und Verblendung quasi wie noch mal vielleicht auch stärker geworden sind. Und wenn man da mit Mitgefühl, mit Verständnis, mit Grosszügigkeit, mit Gelassenheit kommt, ist es schon sehr gegen den Strom. Und für das finde ich einfach, ist eine Sangha eine Gemeinschaft, wo man einfach noch schon austauschen kann mit Gleichgesinnten, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das machen wir zum Beispiel auch hier jetzt in unserem Stadtzentrum zu Basel, im Kalyanamitta, dass wir etwa diese so Austauschübung haben und haben jetzt ein paar Mal gemacht. Wie gehe ich mit der heutigen Situation um, wenn ich mich auch sehr ohnmächtig fühle oder wie viel soll ich noch von dem Ganzen mitbekommen in den Medien. Also einfach, wie gehe ich mit dieser Situation um, mit dieser ganzen Praxis, wie kann ich die aufrechterhalten. Das ist sehr, sehr hilfreich. Noch schon an, dass wir einfach alle ein bisschen voneinander erzählen, wie schwierig es für einen ist und wie man probiert, die Praxis aufrechtzuerhalten. Und darum finde ich Sangha etwas ganz Wichtiges. Das eine ist die Unterstützung und das andere ist auch die Herausforderung. Einer Sangha, in einer Gemeinschaft sind einem nicht alle. Gewisse liegen einem quer oder fordern einem raus, triggern
bei einem etwas, wo nicht gerade einfach ist. Und von dem her ist es auch auf eine gute Art kann es auch eine Herausforderung sein, dass man an Punkte bei sich selber kommt. Wenn man ganz alleine immer bei sich daheim ist, wird das nicht triggert, dann wird das nicht herausgefordert und kann man es quasi wie auch nicht nehmen und damit meditieren und praktizieren. Und ich würde sagen, ein Sangha kann auch online sein. Also ich mache ja mit der Ingeborg Mösching zusammen machen wir so eine Halbjahresgruppe, wo sich am Anfang mal einen Nachmittag trifft und am Schluss und dann so alle 3 Wochen immer eine Abend hat, wo man ein bisschen wie der Alltagswoche, es ist eine ausgedehnte Alltagswoche. Und dort dann eine Übungsaufgabe hat, jedes Mal vom einen Mal zum anderen. Und man ist in einer Dreiergruppe, wo man sich zwischendurch mal online austauscht und dann über ein halbes Jahr so gemeinsam mit der Praxis dran ist. Das sind jetzt etwa 44 Leute. Das ist ungemein, was selbst über Zoom online da für ein Gemeinschaftsgefühl und einfach, wir sind als Gruppe unterwegs in dieser Welt und tauschen uns aus mit unseren Schwierigkeiten und sind ein halbes Jahr miteinander unterwegs. Das wäre wieder ein Beispiel von Praxis möglichst in den Alltag hineinzubringen. Etwas fällt mir gerade auf, wenn ich das Gespräch reflektiere. Wir haben gar nicht davon geredet, wie du eigentlich nachher Dharma-Lehrer geworden bist. Mhm. Das müssen wir vielleicht schon noch ansprechen. Mhm. Wie ist es zu dem gekommen? Was ist das für ein Entscheid gewesen? Mhm. Also der Fred hat ja dann irgendwann einmal, und das finde ich sehr geschickt und klug, dass er das gemacht hat, angesichts von seinem auch älter werden, dass er quasi geschaut hat, wie kann er quasi eine Nachfolge von sich auch dafür sorgen. Das hat er ja schon ein bisschen, dass er andere, also Ursula Flückiger oder Katrin Felder oder Renate Seifert ausgebildet hat. Das ist schon mal quasi wie eine erste Generation gewesen. Und dann in dem Zusammenhang einfach hat er mich quasi wie auch eingeladen zu deren Ausbildung und wir sind dann glaube ich die Sechste gsi, wo wir dann die Sechste lang, also es ist eine intensivste Sache gsi, 5 Jahre lang haben wir verschiedenste immer Ausbildungen mit dem Fred gehabt. Wir sind bei verschiedenen Lehrenden gsi. Wir haben zuerst assistiert, also wir haben zuerst sind einfach mal dabei gsi, haben dann assistiert, sind immer mehr reingewachsen. Also es ist ein bisschen wie im Dharma, wie es gerne ist, in Zeiten, wo wahnsinnig viel läuft, ist es auch wahnsinnig schwierig und gleichzeitig kann man die Praxis dort wahnsinnig gut brauchen und kann man auch sehr viel lernen. Und so war die Zeit für mich auch höchst intensiv gewesen, neben dem Job und Eltern und Partnerin, Freundeskreis, alles zusammen noch die Ausbildung und dann noch Retreat machen. Also das ist eine höchst intensive, aber auch natürlich sehr kostbare Zeit gewesen, dass ich das so machen konnte. Mhm. Und die Tradition, wo du dich drin bewegst, ist ja auch ein bisschen für den Westen eine spezielle Geschichte. Also in diesen Retreats in Beatenberg, da haben die Lehrenden kein festes Salär, sondern es ist auf Spendenbasis, weil das Dharma unbezahlbar ist, wie man so schön sagt. Hast du nie irgendwie gedacht, ui, wie prestiere ich mein Leben, wenn ich jetzt mich quasi so in die Spendenwelt begebe? Oder hast du immer deinen Job noch nebendurch gehabt, wo dir auch noch so einen gewissen Grundstock gebracht hat? Ich hatte lange meinen Job noch nebendran gehabt und von dem her war das vom Einkommen gewesen. Und mit meiner Frau zusammen haben wir dann quasi genug Einkommen gehabt. Und dann auch ist natürlich die Frage gekommen, wo ich dann irgendwann habe ich gemerkt, es wird zu viel, wenn ich immer mehr quasi eingestiegen bin als Dharma-Lehrer, mehr Kurs gegeben habe und gleichzeitig aber auch noch geschafft habe. Und das ist dann irgendwann zu viel geworden. Da habe ich gemerkt, jetzt muss ich eins aufgeben oder jetzt muss ich irgendetwas einfacher machen. Und dort habe ich dann auch dank grosser Hilfe von meiner Frau, die dann in ihrem Job etwas gewechselt hat, dann noch etwas mehr übernommen hat, habe ich dann quasi 2013 die Arbeit auf der Beratungsstelle können aufgeben und quasi nur noch als Dharma-Lehrer tätig sein. Und das ist aber natürlich dank dann auch dem Einkommen noch von meiner Frau, ist das so möglich gewesen und bin ich nie in die Knappheit gekommen, wo andere, also wenn jemand nicht noch daneben schafft und von null auf dann so Dharma-Lehrerin wird, es gibt so Beispiele, das ist dann schon das kann dann sehr knapp sein, dass man dann auch sehr davon abhängig ist, halt, dass die anderen etwas in die Spendenbox tun. Weißt du, da frage ich mich manchmal auch, hat das Modell im Westen so Zukunft? Ich finde es auf die einen Seite extrem schön,
finde es wirklich super schön, dass man sagt, hey, eigentlich ist es unbezahlbar und ihr könnt mir geben, was man wollt. Und auf der anderen Seite bin ich auch schon so irritiert gewesen. Und ich meine, man kann sagen, das ist auch Praxis, aber dann frage ich mich jedes Mal, ja, was ist jetzt ein guter Betrag? Und dann, wenn du dann irgendwie Kurse anschaust von gewissen Wirtschaftsinstituten, dann sind die einfach, finde ich, exorbitant, irgendwie jenseits teuer, wo dann musst du sagen, das hat eigentlich keine Relation mehr, wenn 50 Leute unterrichtest und irgendwie der Kurs weiss auch nicht, was kostet. Und auf der anderen Seite denke ich dann, gut, wenn ich ausrechne, so einen Meditationslehrer, der kann ja auch nicht die ganze Zeit die Retreats unterrichten, sondern muss auch noch vorbereiten und hast Zeiten zwischendrin. Dann ist dann, selbst wenn er im Retreat so viel und so viel überkommt oder wenn sie so viel und so viel überkommt, ist es ja dann auf einen Monatslohn bezogen auch wieder noch wenig. Also da denke ich manchmal fast, wäre es nicht gut, wenn man auch so gewisse Richtwerte angeben würde. Wie Mhm. siehst du das? Also es gibt natürlich inzwischen auch Dharma-Lehrende, also Meditationslehrende, die das machen. Und bisher aber sind wir immer noch, und eigentlich es sieht so aus, wie wenn wir das nicht würden ändern, haben wir sicher nicht wettet ändern. Es funktioniert bisher noch mit dem Beatenberg und ich finde, ich kenne ja beide Seiten. Ich Mhm. war ja viele Retreat gesehen und einfach nur schon die Auseinandersetzung, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich muss mir vorstellen, was die Dharma-Lehrenden alles machen. Also, dass die eben auch müssen zum Zahnarzt, dass sie so ein normales Leben haben, dass sie auch in Retreat gehen müssen, dass sie die Vorträge müssen vorbereiten müssen, dass sie müssen vernetzt sein, dass sie sich treffen. Einfach, ich muss mir das vorstellen, um für mich eine Vorstellung zu haben. Also von dem her wäre es eigentlich schon noch, muss ich schauen, dass ich ihnen etwas geben kann, dass von dieser her quasi wie Motivation kommt, etwas für die Lehrenden zu spenden. Und dann umgekehrt von mir her, weil ich das etwas sehr Kostbares finde und eigentlich auch will, dass das irgendwie weiter besteht. Das ist noch etwas Weiteres. Äh, und dann kann ich ja von mir selber auch überlegen, habe ich mich auch, wenn ich in der Gestalttherapie, wenn ich dort irgendwie so einen Kurs gegangen bin, habe ich gewusst, wann ich dort zahle und habe dann gedacht, ja, also ich muss nicht gleich viel zahlen, aber vielleicht ein bisschen mehr als einfach nur so ein Taschengeld, weil ich ja weiss, die Lehrenden, was die alles machen müssen, damit sie das können, quasi so einen Kurs geben. Also so die ganze Auseinandersetzung plus mit dem, ich muss selber schauen, wie ich die Grosszügigkeit ausleben will. Es ist für mich selber ein Prozess, wie viel das ich gebe. Und bei mir ist dann zum Beispiel der Gedanke auch noch immer gekommen, den ich mal gehört habe, je nachdem, wie viel Geld ich habe, wenn ich je nachdem gut verdiene, gebe ich ein bisschen mehr, weil dann gebe ich auch noch ein bisschen etwas für die vielleicht gerade Mhm. nicht viel Geld haben oder so. Also die ganze Auseinandersetzung mit dieser Grosszügigkeit, das finde ich, macht einfach etwas und ist ein wichtiger Teil vom Ganzen, als wenn ich jetzt einfach wüsste, wenn ich so einen Retreat im Beatenberg habe, dann zahle ich einfach für die Lehrenden, weiss nicht, 200 Franken oder so. Mhm. Und von dem her sind wir auf dem Beatenberg eigentlich immer noch sehr dafür, dass wir das weiter so es hat es gebraucht, dass wir auch hier im Kalyanamita, in unserem Stadtzentrum, dass wir immer auch wieder darauf hinweisen, auch solche, die neu dazukommen, also man muss das System erklären. Das braucht es, dass die Leute auch wissen, wie das Ganze, so wie wir es jetzt eben hatten, so aussieht. Ja, ich finde es super, wenn du sagst, das funktioniert noch. Ich finde es wirklich ein wunderschönes System und eben die Auseinandersetzung, wie ich sie vorher geschildert habe, ist für mich auch immer wieder eine wertvolle, jetzt zu schauen, wo ich stehe in Bezug auf das. Wir haben vorher, oder du hast vorher auch beim Alltag so die Schwierigkeiten in der heutigen Welt angesprochen, wo wir da zum Teil im Kalyanamita zusammen anschauen und sagen, wie gehen wir mit dem um. Und du hast mir im Vorgespräch noch ein Stichwort gegeben, das ich unbedingt noch aufnehmen möchte, und das ist das Thema Ökodharma. Also Dharma in Bezug auf die Umwelt, Klimakatastrophen. Ja, also was verbirgt sich hinter dem Begriff? Mhm. Also ich denke, das erste Mal ist wichtig, dass wenn man am Praktizieren ist, dass man quasi, dass es in der Praxis einerseits darum geht, sich zurückzuziehen, den eigenen Herz und Geist zu schulen. Aber wie es schon der Buddha gesagt hat und auch im achtfachen Pfad zum Beispiel so ist, dass die Ethik, wie wir das Leben führen, wie wir das Leben verdienen, wie wir mit anderen Menschen sind, wie wir kommunizieren, wie wir mit der Umwelt umgehen, dass das ein ganz wichtiger Teil ist in dieser ganzen Praxis. Das hat mich auch immer angesprochen. Also es geht um Weisheit, um ein tieferes Verstehen, es geht Herz und Geist schulen mit all diesen Qualitäten, aber es geht auch um Altruismus, um Ethik, wie gehe ich sorgsam
ich sage immer im weitesten Sinn, mit allem, was irgendwie lebt, um. Und von dem her, mit dem Hintergrund ist auch, es muss nicht sein, aber das führt einem eher dazu, dass man einfach da interessiert und offen ist, was passiert mit dieser Welt und wie kann ich auch als jemand, der die Qualitäten entwickelt, der die Weisheit entwickelt, wie kann ich in dieser Welt sein und in dieser Welt, so gut ich das kann, irgendetwas Hilfreiches oder Gutes auch schaffen. Das wäre quasi wie der ganze Altruismus. Und von dem her ist ein Teil jetzt auch für mich als Dharma-Lehrer gewesen, immer auch offen zu sein, mich interessieren, was politisch geht, was mit der ganzen Ökologie, mit der ganzen Umwelt sich geht. Also da nicht mehr, immer mehr distanzieren, also eine Art von Gelassenheit, das muss mich nicht mehr berühren, sondern Gelassenheit, das Gegenteil ist, man lernt gelassen sein, indem man mittendrin in all diesen Schwierigkeiten ist. Also und von dem her hat mich das immer interessiert, mehr politisch zu sehen, was am Laufen ist, was mit der ganzen Klimakatastrophe am Laufen ist, mich dort einfach immer auch quasi zu interessieren. Ich habe von Dharma-Lehrenden gelesen, es gibt einen Dharma-Lehrer, der hat in England sehr aktiv bei der, ich weiss nicht, eben bei der Extinction Rebellion war, aber Der einfach Rob Rorbea, oder? nein, ein anderer. Also einfach, es gibt auch Dharma-Lehrende, die sehr, sehr engagiert sind. Da gibt's natürlich ein Spektrum, aber dass das quasi wie ein Teil von der ganzen Praxis ist, das ist jetzt für mein Verständnis auch sehr wichtig. Und ein Teil davon ist, mich einfach auf dem Laufenden zu halten, auch zu schauen, mit Gefühl von Ohnmacht und Resignation umzugehen. Das sind auch Gefühlszustände, die müssen nicht immer sein. Die gehen auch wieder vorbei, ist meine Erfahrung. Und wenn noch andere Qualitäten da sind, wie Mitgefühl, wie Weisheit, dann hilft das einfach noch leichter, mit der ganzen Situation umzugehen. Plus noch, wenn man eine Gemeinschaft ist, ein Sangha, wo man sich auch darüber austauschen kann. Mhm. Die Balance zwischen Gleichmut, Gelassenheit und gleich drinbleiben, dranbleiben, sich am Leiden nicht zu verschliessen. Wie kultiviert man das dann? Ich glaube schon, dass man all diese Qualitäten einfach weiterentwickelt. Also zum Beispiel der Ajahn Sucitto sagt, wie gehen wir um mit der heutigen Krisenzeiten, auch mit der ökologischen Krise und so. Und sein erstes Ding ist einfach nur mehr praktizieren. Das finde ich eine gute Orientierung. Und noch mehr praktizieren heisst einfach die Qualitäten, die einem helfen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, eine Achtsamkeit, ein Gewahrsein zu haben, die offen ist für auch schwierigste Zustände, wo man lernt, mit schwierigsten Zuständen zu sein. Qualitäten wie Grosszügigkeit, Mitgefühl, auch Demut, Gelassenheit, dass man sieht, wo kann ich etwas machen und wo kann ich nichts machen. Dass man mit dem Mitgefühl sieht, alles ist historisch bedingt entstanden und wenn wir wirklich offen sind, hat es schon immer ungeheuer viel Leiden auf der ganzen Welt gegeben. Ist das nicht erst jetzt, wenn man geschaut hat, kann man das in der ganzen Menschheitsgeschichte sehen. Also so mit einfach die Offenheit schulen, ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten. Und das andere, wo auch das Ajahn Sucitto sagt, einfach an solidarischen Aktionen dabei sein, also quasi Ideen mit anderen zusammentun, mit anderen quasi sehen, es sind noch andere, die Werte, die mir wichtig sind, und ich natürlich will, dass die in der Gesellschaft noch mehr zum Tragen kommen, dass ich mich da auch mit anderen zusammentue. Was ich zum Teil recht schwierig finde in Bezug auf das ist, also wahrscheinlich bin ich ein bisschen ein Idealist. Oder ich habe das Gefühl, ich wüsste, wie die Welt könnte besser sein und gleichzeitig spricht so vieles dagegen, dass sie in die Richtung geht im Moment. Und es fällt mir dann manchmal schon ein bisschen schwer, irgendwie ruhig und gelassen zu bleiben, wenn ich irgendwie in einem Umfeld bin, wo alle erzählen, dass sie jetzt gerade noch anfliegen, irgendwie kurz mal. Oder gestern bin ich auf dem Velo gsi, irgendwie die ganze Zeit von irgendwie Auto, das fast doppelte Spurweite brauchen, überholt werden. Also, und dort frage ich mich dann immer so, ja, das sind meine Maßstäbe. Die sind vielleicht auch nicht immer so gewesen, sind jetzt aber so. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie etwas erkannt, wie es müsste sein. Es geht aber zum Teil ganz in die andere Richtung. Manchmal habe ich das Gefühl, hey, die Leute sind einfach auch blind. Und gleichzeitig weiss ich natürlich, ich bin überhaupt auch nicht perfekt, oder?
Ähm, also es sind eigentlich echt viel so auch kognitive Dissonanzen in mir da. Wie gehe ich mit denen um? Mhm. Also das eine finde ich mal sicher wichtig, dass das okay ist, dass du die Gefühle hast, dass du dich ärgerst, wenn so 'n Riesenklapf irgendwie an dir vorbeifährt oder wenn du siehst, wie einfach weitergeflogen wird, obwohl das ja auch ein Teil von der ganzen Ursache ist. Also ich finde bei mir, ich kann einfach von mir auch reden, die Gefühle einfach da zulassen. Und ich habe immer eine Reaktion, wenn ein SUV an mir vorbeifährt, kann ich nichts machen. Ein kleiner Ärgerimpuls ist immer da. Äh, einfach in der ganzen Situation. Ich kann nichts machen, der nützt mir nicht viel, aber irgendwie, der ist immer da. Also so quasi sich zugestehen, dass man so Gefühl hat, dass man manchmal aggressiv ist, dass man, wenn man die politische Situation schaut oder einzelne Politikerinnen oder so, dass man mal dass man 'ne Wut haben, dass es nicht darum geht, die Gefühle irgendwie runterzudimmen, aber dass man auch noch andere Gefühle haben kann, dass man je nachdem dann auch Mitgefühl haben kann. Dass, wie du jetzt gerade gesagt hast, man selber sieht, ich bin ja auch nicht über allem erhaben, ich habe auch meine Täuschungen oder so, dass man quasi das alles wieder so auch kann ein bisschen in den Kontext stellen oder relativieren, bis zu, dass man die Verbundenheit mit allen Menschen wieder findet, wie es der Dalai Lama immer ausdrückt. Es wollen eigentlich alle Menschen nur glücklich sein und kein Mensch leiden. Also da haben wir eine Ebene, wo wir eigentlich alle gleich sind, wo man immer wieder anknüpfen kann, probieren anzuknüpfen. Das ist natürlich schwierig mit einzelnen Menschen oder so, aber so auf verschiedene Arten probieren, einfach immer wieder mit dieser Situation irgendwie zurechtzukommen, ist Mhm. meine Erfahrung oder wie ich es immer wieder probiere. Das heisst nicht, dass ich mal 1, 2 Tage lang eher verzweifelt bis depressiv bin, wenn ich sehe, was gerade im Moment zum Beispiel am Laufen ist. Aber es sind 2 Tage, wo so ist. Und in diesen 2 Tagen kommen auch schon wieder andere, dass das Mitgefühl wieder stärker wird oder dass mein Verständnis, wenn ich die Bedingungen sehe oder wenn ich einen Artikel lese, zum Beispiel den Nahostkonflikt, historisch bedingt, was da alles entstanden ist und wenn ich sehe, was Verführer da am Ruder sind, was die für Einstellungen haben, das kann nicht anders sein, das kann im Moment so sein. Und dann lese ich wieder mal sehr einen solidarischen Bericht, wie sich Menschen miteinander zurechtfinden, wie sie einander die schwierigsten Situationen unterstützen. Dann bin ich sehr berührt von dieser Solidarität und von dem her kann ich sagen, jetzt habe ich gerade 2 Beispiele von diesen 4 Brahma-Viharas gebracht. Die sind für mich eigentlich so Grundorientierung. Metta, so ein grundsätzliches Wohlwollen. Wir sind alle Menschen, wir wollen eigentlich alle glücklich sein, auch Tiere, auch die Umwelt, je nachdem. Dann das Mitgefühl, dass ich immer auch wieder Mitgefühl habe. Mitgefühl ist immer auch dabei drin, dass ich will, dass es irgendwie das Leiden weggeht, dass ich aktiv bin fürs Leiden neben dem Mitschwingen. Dann die Freude, wie ich jetzt gerade gesagt habe, an der Solidarität, an der kleinen Freude, an einem schönen Tag, an einem Frühlingserwachen oder so, dass die Freude einen Platz hat und die Gelassenheit wäre, dass ich dem allem sehe, das sind alles ganz viele Bedingungen, das sind historische, gesellschaftliche, Umweltbedingungen, was auch immer. Und wenn ich das alles sehe, dann kann ich es besser relativieren, habe eine weitere Perspektive und sehe nicht nur, jetzt ist der Politiker dran und die ganze Welt wird wegen dem untergehen, sondern ich kann es aufdröseln in ganz viel und dann wird das nicht einfacher, aber einfach in dem Sinn, dass es relativer ist, dass vielleicht die starke Aggression oder die Angst, die ich wegen etwas habe. Mhm. Ich kann einfach sagen, wie ich es probiere. Ja. Es ist einfach äh, ich würde jetzt sagen, es ist etwas einfach ein Teil von meiner Praxis und eine langjährige Praxis lässt einem leichter, wie man es beim Seiden Udeshania gesehen hat, in dieser schwierigsten Situation mit dem Vater in dem betriebsamen Markt. Das könnte so ein Symbol sein, dort in der Praxis aufrechterhalten, dran zu bleiben. Das hat mit der Zeit eine Transformation und Wandlung gegeben. Und so könnte man es auch mit uns in dieser Gesamtsituation sagen. Das ist sicher so, aber wenn ich jetzt auf mich wieder schaue, dann muss ich sagen, ich glaube, die Praxis hat mich auch empfänglicher gemacht fürs Leiden. Also es ist Mhm. mir dann nicht manchmal denke ich so, es wäre doch auch schön, ich könnte wieder
so ein bisschen zurück in eine gewisse Verblendung, weil es Mhm. einfach einfacher war, weil ich zum Teil gar nicht wahrgenommen habe, was ich da auf dem Teller habe und Mhm. esse, wo jetzt viel näher ist. Und manchmal denke ich so, es ist nicht alles nur einfacher geworden. Aber wirklich zurück würdest du nicht wollen, oder? Nein, natürlich Der nicht. Preis wäre gross, würde ich jetzt sagen. Also, was du dann nicht mehr hättest, Ja, wäre wahrscheinlich zu gross. Aber die Impuls natürlich oder der Gedanke, sehr verständlich und das hören wir auch immer mal wieder als Dharma-Lehrende. Ich werde ja immer offener, sensibler durchs Dharma, durch all die Qualitäten. Aber wie soll ich dann mit dem umgehen? Wie soll ich das heben? Das ist ja so. Das die Idee ist natürlich schon, dass es Hand in Hand geht, dass man die Qualitäten stärkt von Gewahrsein, von Mitgefühl, von Gelassenheit. Dann kann man ja die Gefühle, die Sensibilität, man lernt mit dieser Sensibilität zu leben. mhm. Aber es geht an mich nicht so schnell, dass man zuerst eben phasenweise viel, viel sensibler wird und Gelassenheit und die Fähigkeit, mit diesen schwierigen Gefühlen können sein, ist noch nicht so weit entwickelt, dass die erhöhte Sensibilität kann ausgehalten werden. Macht dann je nachdem halt auch schwierigere Phasen. Also jetzt gerade in der Halbjahresgruppe ist das gerade mal ein Thema gewesen, oder? Ich werde offener, sensibler. Wie kann ich mit dem umgehen, jetzt in dieser Situation? Und dann ist wieder eine Gruppe, ein Sangha von Gleichgesinnten. Man kann sich an der Lehre orientieren. Man hat je nachdem Vorbilder, Menschen, die in schwierigsten Situationen irgendwie haben können umgehen mit dem. Im KZ zum Beispiel ist für mich immer wieder inspirierend, Menschen, die im KZ irgendwie das Fähnchen von der Menschlichkeit haben können aufrechterhalten, sich einen Moment wieder an dem inspirieren. Die haben auch schwierigste Situationen durchgestanden und sind mit dieser menschlichen Praxis oder Qualitäten quasi dran geblieben. So Mhm. quasi das können wieder ein bisschen auffangen. Das bringt mich noch so ein bisschen zu einem letzten Thema, das ich noch spannend fände zum Anschauen, auch wegen deinem psychotherapeutischen Hintergrund. Und zwar ist das so ein bisschen, negative Effekt von Meditation. Ähm, ich habe mal, irgendwie geschaut und so Zahlen gefunden, dass irgendwie 25-50% der Meditierenden berichten, sie hätten unangenehme Erfahrungen. 10-15% haben negative Effekte mit alltagsrelevanten Beeinträchtigungen und dann 1-2% haben wirklich schwere langfristige Probleme, die irgendwie in der Meditation sich manifestieren. Ich sage nicht, durch Meditation ausgelöst worden sind. Also das sind mal so Zahlen. Jetzt kann man sagen, ja, unangenehme Erfahrungen. Ja klar, also ich meine, es geht ja darum, zum Teil auch unangenehme Erfahrungen zu machen und mit denen umgehen zu lassen. Ich würde mal sagen, die können wir wie weglassen. Ich glaube, das gehört irgendwie zur Meditation. Aber so, wenn es dann irgendwie den Alltag anfängt zu beeinträchtigen, wie ist das in deiner Erfahrung? Also, hast du auch so Fälle erlebt? Gibt es das nur in Retreat oder gibt es das auch, wenn man einfach jetzt irgendwie mit einer App ein bisschen anfängt praktizieren im Alltag? Was sind da auch als Lehrer und Psychotherapeut deine Erfahrungen? Mhm. Also ich denke, man müsste halt noch genauer wissen, wie das ganze Umfeld ist von jemandem, der dann so Schwierigkeiten im Alltag hat. Also es kann ja natürlich gut sein, es ist etwas sehr Konfrontatives, so ein Retreat. Also es kommt auch noch darauf an, ob es ein 3-Tage-Retreat war oder eine ganze Woche oder 4 Wochen oder so. Also Also Intensität ist die sicher etwas. Intensität kommt sehr wichtig, aber es hat schon einen Grund, dass man einem im Programm oder im Ausschreiben von Beatenberg schreibt, dass man psychisch so weit muss stabil sein, dass man so einen Retreat machen kann, weil man sehr doch auch mit sich selber und sich selber ausgesetzt ist durch das Schweigen und durch die wenige Ablenkung auf ein Mass, wo man sonst nicht kennt. Mhm. Aber man muss sehen, das ist in einem Kontext inne, wo es noch andere Meditierende hat, wo man einen Gruppenaustausch hat, wo man je nach dem Einzelgespräch mit Lehrenden hat. Also dem her würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre im Beatenberg mir überlege, es gibt schon in einzelnen Fällen immer mal wieder schwierige Situationen. Also die habe ich eigentlich schon selber erlebt, aber der Fred von Amen sagt zum Beispiel im Vergleich zu den 70er Jahren, wo noch fest natürlich das auch mit Drogenerfahrungen verbunden ist und dann solche, die nicht so stabil waren, ihre Zeit. Also dort hat es noch viel mehr
quasi wie Ausflipper gegeben, dass Leute dann irgendwie wie durchgestartet sind. Mhm. Von dem her kann man sagen, passiert das relativ wenig, weil ich das Gefühl habe, das gesellschaftliche Wissen ist auch schon ein bisschen grösser geworden, dass man weiss, man muss, also jetzt nicht vielleicht bewusst, aber einfach, dass man einigermaßen muss stabil sein, um je nachdem einen längeren Retreat zu machen. Das eine. Und das andere, dass die Lehrenden auch noch dazu gelernt haben, dass sie zum Beispiel jetzt auch mehr über Trauma wissen, wie man mit Trauma kann umgehen kann. Und auch in unserer Ausbildung ist Umgang mit schwierigen psychischen Situationen natürlich ein Thema gewesen. Und da hat man natürlich schon meinem psychotherapeutischen Hintergrund geholfen, einfach mit Menschen so intensivst schwierige Prozesse irgendwie durchzugehen. Mhm. Und da haben wir natürlich quasi wie eine Anlage in einem Retreat, wenn wir merken, da arbeiten wir auch mit dem Hausteam zusammen, dass je nachdem das Büro sagt, jemand, wir haben das Gefühl, der geht es nicht so gut oder so. Je nachdem ist es auch jemand, der das nicht gerade aufs Erste sagt. Dann haben wir ein Auge drauf. Man sieht es je nachdem im Gruppengespräch, dass es jemandem nicht so gut geht, sucht dann das Einzelgespräch und begleitet dann so einen Mensch intensiver im Retreat. Je nachdem sagen wir nicht mehr so viel meditieren, das ist zu konfrontativ, kann ein bisschen mehr Kochen gehen, helfen oder gehen spazieren. Also so probiert man es aufzufangen, bis zu, dass man sagt, es hat eigentlich keinen Sinn mehr. Es wäre eigentlich besser, wenn du jetzt im Moment aufhören mit dem Retreat und heimgehen. Also dass man so mit einem Mensch quasi dann wie begleitet durch weiter und dann natürlich schaut, ob er daheim irgendein Therapeut oder Therapeutin hat. Also so würde ich sagen, jetzt von meinen Erfahrungen einfach vom Beatenberg her oder auch wenn ich es von anderen Zentren Mhm. kenne, hat man gelernt, irgendwie mit dem umzugehen. Und inzwischen vielleicht noch auch Therapeuten, Therapeutinnen wissen das ein mehr und das habe ich auch schon ein paar Mal, nicht häufig, aber schon gehabt, dass jemand, der quasi medikamentös gut eingestellt ist, aber eine grössere psychische Schwierigkeit hat, zuerst im Zentrum anfragt, macht es Sinn, dass ich einen Retreat machen kann. Mein Therapeut findet schon, aber ich kann mich zuerst noch abklären. Mhm. So jemand nimmt dann zuerst mal mit dem Lehrer oder mit der Lehrerin Kontakt auf und dann tue ich mit der erklären, was es braucht, kommt dann einen Eindruck über von ihr, von dieser Person und man macht dann ab, wenn es Schwierigkeiten gibt, was dann die Schritte könnten sein. Mit dem habe ich eigentlich bisher schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Meistens die sich dann so melden, das gibt dann nicht Problem. Das ist Mhm. genug gut abgestützt. Aufgehoben. Und dann würde ich wieder sagen, wie bei allem, also bei allem kann alles kann ein Auslöser sein. Jetzt dann die Basler Fasnacht, mitten in diesen Massen innen kann ein psychisches Problem oder ein Trauma wieder ausgelöst werden. Und so kann man auch nicht 100% sagen, dass ein Retreat nicht einmal so etwas auslösen kann, was vielleicht im Untergrund war und mit diesen Bedingungen quasi wieder wie vorgekommen ist. Was ja auch so ist, wenn man wirklich in die alten Texte schaut, ins Visuddhimagga, 15. Jahrhundert Meditationsanleitung, da gibt es auch so Stufen, wo sagen, da geht eigentlich fast jeder Meditierende durch und die einen fliegen einfach ein bisschen durch und merken es noch nicht so und die anderen sind halt dann ein bisschen mehr in der Scheisse, könnte man jetzt sagen. Aber dort gehört es wie so auf dem Weg schon fast dazu und wird auch erwartet, dass zum Teil Zustände kommen, wo wahrscheinlich, wenn du jetzt an einem westlichen Psychiater sagst, irgendwie depressive Züge zum Beispiel haben, ist es auch ein bisschen davon abhängig, in welcher Tradition das man praktiziert. Weil bei den Tibetern habe ich jetzt das zum Beispiel noch nicht so gehört, dass man irgendwie in solche Zustände kommt. Und im Theravada scheint es relativ normal zu sein. Und mit solchen Zuständen, wie extrem meinst du? Ja, also eben, wenn es nicht extrem sind, dann fliegt man halt vielleicht einfach durch, aber es gibt die Jnanas, oder? Und da gibt es die Dukkha-Jnanas, da gehört Angst dazu, da gehört irgendwie eine grosse Ablehnung dazu, da kann es sein, wenn man sieht, wie alles vergeht, dass das irgendetwas auslöst und in diesen klassischen Schriften, da wird das zum Teil einfach zur Kenntnis genommen und dann muss man mit Hilfe von einem Lehrer durch und dann leitet sich das irgendwann wieder. Mhm. Das kenne ich aus diesen Theravada-Texten. Wenn ich jetzt so in der tibetischen Richtung schaue, dann sind wir dort weniger so
klar vorhergesagte schwierige Situationen bekannt. Darum frage ich mich auch, also hat es dann auch viel noch damit zu tun, wie man praktiziert? Auf was man seinen Geist richtet? Also, ich denke natürlich, das gibt es natürlich auch in der tibetischen Tradition. Okay. Also, wenn du dir vorstellst, in 3 Jahresretreat, wenn sie 3 Jahre geschlossen im Retreat sind, dort sind natürlich intensivste psychische Prozesse finden dort statt. Also, ich habe das Gefühl, es Ist ist nicht traditionsabhängig. nicht so traditionsabhängig, sondern vom Setting her. Und natürlich, wenn du tiefer in eine Sammlung kommst, wird alles viel intensiver erlebt und dann halt je nach Typ hast du dann sehr, sehr starke Verlassenheitsängste oder Ängste kommen auf oder Aggressionen oder ein sehr starkes Verlangen oder so. Und von dem her ist natürlich schon wichtig, dass man eben nicht einfach mit einer App, je nachdem es mag ganz Einzelne geben, die das je nachdem könnten, aber es würde ich auf keinen Fall empfehlen, mit einer App nicht in Begleitung irgendwie so in tiefere Zustände hineinzugehen. Und eigentlich so, man muss nur extrem irgendetwas machen und dann haben wir automatisch eine extreme Erfahrung. Also du musst einmal nur sagen, ich gehe jetzt eine Woche lang, tue ich nicht mehr schlafen und du nur den ganzen Tag so viel es geht, nur sitzen, also dir eine möglichst extreme Erfahrung machen, dann wirst du irgendwie extreme Erfahrungen haben. Das ist nicht das Problem, sondern mehr ein bisschen, ja, mit denen kannst du umgehen. Mhm. Und was ich mich mag erinnern an meine Retreate in Beatenberg ist ja, dass auch häufig gesagt wird, wenn er wirklich schwierige Zustände kommt, dann wechselt vielleicht zuerst einmal die Meditationspraxis und gönnt mehr etwas wie eine Metameditation, wo man eben so Wohlwollen kultiviert. Auch dass das dann schon einen rechten Unterschied im Geist macht, was man dann macht. Ich glaube, das ist auch noch etwas Wichtiges, oder? Und eben das kommt dann noch dazu, was man von der Traumaarbeit jetzt mehr und mehr gelernt hat, dass es einem Vipassana nicht einfach darum geht, möglichst sich allen Emotionen möglichst gut und möglichst offen immer zu stellen, sondern wenn man merkt, es kommen zu starke Emotionen, dass man dann irgendwie eine andere Praxis macht oder schaut. Also ich selber habe zum Beispiel mal im 3-Monats-Retreat in Amerika gemerkt, jetzt kommt irgendeine riesige Emotion um du. Ich Mhm. habe nicht gewusst, was es ist. Ich hatte natürlich auch Angst vor dieser Emotion und habe dann irgendwie natürlich auch hilfesuchend für mich geschaut, was kann ich jetzt machen, dass ich möglichst irgendwie mit der dann durchkomme oder so. Und habe dann für mich irgendwie herausgefunden, ich hatte dort ein Einzelzimmer, wo ich auch praktizieren konnte. Wenn ich in meinem Zimmer eine Gehmeditation mache, das ist für mich die beste Form, wo so eine starke Emotion könnte kommen. Mhm. Und die ist dann tatsächlich mal gekommen, bei so einer Gehmeditation, und da hatte ich ein riesen Verlassenheitsgefühl gehabt, wie ich es mir nicht vorstellen konnte. So ganz alleine in Amerika, ich könnte jetzt sterben, also vom Gefühl her. Mhm. Niemand würde es merken, alle meine Liebsten weit weg und so. Also extrem starke Gefühle. Aber durch die Praxis dort quasi in dem Rahmen hin. Und ich habe gewusst, wenn es nicht geht, dann gehe ich zu der Lehrerin, die mich betreut hat oder so. Also in diesem Umfeld gibt es einfach immer wieder gibt's heftige Gefühle. Aber es ist dann nochmal etwas ganz anderes, wenn man dann psychisch quasi nicht stabil ist und psychotisch oder schizophren wird, also anfängt paranoid werden Mhm. oder Wahnvorstellungen hat. Dann, das sind dann die Grenzen von einem Retreat. Dann würde man sagen, dann braucht es einen Psychiater oder eine Psychiaterin, die schaut, was man da machen kann. Und das ist nochmal etwas ganz anderes, als wenn man so in depressive Stimmungen oder in gewisse Ängste hineinkommt. Die natürlich auch sehr heftig können sein, aber ist dann quasi wie nochmal eine andere Dimension. Genau, also das ist eigentlich so ein bisschen, man muss können unterscheiden, oder ein Lehrer oder eine Lehrerin, die einen begleitet, muss können unterscheiden, ist das quasi die normale Schwierigkeit auf dem Weg, wo vielleicht auch gut ist, zum daran wachsen, oder ist es eben schizophren, psychotisch irgendwie, wo dann wirklich Behandlung braucht? Mhm. Ja. Plus auch, was natürlich auch meine Erfahrung ist, die ich auch selber so erfahren habe, dass für viele Dharma nicht das Einzige ist, also die Meditation, die kann helfen, sich einfach zu befreien von Stress und Leiden oder so psychischen Schwierigkeiten, sondern dass es manchmal einfach gut ist, eine Psychotherapie zu machen. Und zwar einfach, dass man in einem Retreat je nachdem Möglichkeiten hat, das zum Gehen.
so ein spirituelles Bypassing wird das genannt, oder dass man einfach vermeiden kann, durch Schweigen, dass man sich nicht mit anderen auseinandersetzt, dass man etwas von einem selber einfach nie an das kommt. Und wenn du eine Psychotherapie machst, wo du wöchentliche oder 2 wöchentliche Sitzungen hast, immer mit dem gleichen Mensch am gleichen Thema dran, dann ist das dann die konfrontativer als in einem Retreat, wo du vielleicht eine schöne Sammlung machst, wo dann wieder wegkommst oder irgendetwas kannst machen, um das zu vermeiden. Von dem her, je nachdem, tue ich sehr auch empfehlen, je nach Situation oder Schwierigkeit, da wäre jetzt Psychotherapie sinnvoll, noch als Ergänzung. Und meine Erfahrung selber ist natürlich auch, dass beides einander sehr gut hilft. Wenn man sich psychotherapeutisch unterstützen lässt, habe ich natürlich viel auch durch meine Ausbildung. Und wenn man die Dharma-Praxis, also ist eine super Kombi, würde ich sagen, für die, die eine Psychotherapie brauchen. Das brauchen nicht alle, aber ja. Heiner, es ist super spannend. Ich glaube, wir könnten noch lange irgendwelche Verzweigungen und Vertiefungen gehen. Aber wir machen mal einen Schlusspunkt an. Wenn die Leute mehr über dich, dein Angebot, auch Kalayanamita in Basel wissen, wo findet man da Informationen? Websites oder was auch immer du möchtest preisgeben? Ich habe selber noch keine eigene Webseite, sage ich seit ziemlich langer Zeit. Aber einfach am einfachsten ist auf kalayanamita.ch zu gehen. Das ist die Webseite vom Zentrum hier in Basel. Und dort unter Lehrende. Und dort ist beim Rainer ist einfach steht mein Jahresprogramm drauf. Und dort ist auch eine Mailadresse, wenn sich jemand mit mir direkt Kontakt aufnehmen will. Also wäre dort auch Kontaktmöglichkeiten. Das ist so quasi was ich habe. Danke vielmals und ich habe es super spannend gefunden. Danke vielmals für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich danke auch für dein Interesse und für diese Interessierten quasi mehr ein bisschen durchbegleiten. Herzlichen Dank. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über deine Rückmeldungen, Gedanken zu dieser Folge oder auch Vorschläge für spannende GesprächspartnerInnen. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.